So, meine Damen und Herren, wir sind live und ich muss jetzt gerade auschecken, ob das Ganze irgendwie, ob da irgendetwas hören oder so. Hat jetzt gerade irgendein hure lauter Tweet gemacht, oder? Hören wir irgendetwas? Ich weiß es nicht. Ja, wallah, Habibi, da hört sicher etwas. Es fängt ja gerade an, also es fängt jetzt an. Ich habe tatsächlich irgendeinen Vorschlag bekommen, was man uns könnte einziehen für ein Video. Also im Titel steht ja, Milo reagiert auf Schweizer Videos oder irgendetwas so. Jetzt muss ich schnell los, ob ich es höre. Man hört es. Nice. Nice. So, also ich habe das Ding irgendwie im Griff. Also, ich probiere den Chat die ganze Zeit im Griff zu haben, jetzt hier so auf der Seite hier, aber ich sehe es nur so nebenbei, weil ich ein viel zu grosses Buff habe auf meinem huren Schreibtisch. Also, da gehen wir doch mal wahrscheinlich in das Video ein. Also, ich bin jetzt selber mal, also ich könnte eigentlich hier gerade auf meinen Stream gehen, selber, Milo. Und übrigens, wenn man Milo googelt oder Milo sucht, die meisten Leute bekommen hier den Homie, den Milo Ruiz zuerst. Der Sieg nervt mich, hey. Der Dude hier, den müssen wir noch überholen. 13.000 Abonnenten, das schaffen wir noch irgendwann einmal. Den Sieg müssen wir noch überholen. Lass mal den Privatchat-Podcast. Nein, sicher nicht, Elia. Oh, es sind viele Leute schon in den Chat geschrieben. Ganz, ganz grosses Danke. Ich lese jetzt mal kurz den Chat vor. Also, erstmal Like da lassen. Lass mal Like da, meine Damen und Herren. Sali, ich sage alle Leute Hallo an alle Leute, die da am Start sind. Danke vielmals. Oh, Markus Galaxus, Wallah Habibi. Marc, wir haben mal darüber geredet, dass du vielleicht auch so Livestream starten oder so. Hättest du vielleicht Bock, mal hier bei dem Livestream dabei zu sein? Ganz auf entspannt. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt jede Woche mache oder so. Aber ja, ich wäre auf jeden Fall dabei. Es wäre einfach geil, wenn du auch dabei wärst. Also, hier seht ihr den Chat, euer Chat. Ja, Maelopan ist am Start. Reagiert bitte auf das nächste Video vom Ali Totoro. Das habe ich leider schon gesehen, darum ich muss vielleicht auch das Ganze machen. Dann vielleicht ein bisschen später, aber hier kann ich gerade noch Schiebung machen und hier Tag Moderator hinzufügen. Mr. Elia ist jetzt ein Moderator und der Mark Galaxy ist auch Moderator. Hoffentlich geht das jetzt. Und ich bin mir nicht sicher, wirklich nicht sicher, ob das funktioniert hat, aber man kann, glaube ich, jetzt hier dem Stream spenden. Keine Ahnung. Aber, wisst ihr was? Der Milo Ruiz. Wir hören uns jetzt zuerst einmal das Lied von Milo Ruiz an. Meinem grössten Feind. Der Sieg, ey. Mann, hier 9,2 Millionen. Der Sieg ist beliebt. Was ist das für ein Typ? Kennt der jemand? Ja, eben, nice. Oha, so wie jetzt Moderator. Ja klar, Mr. Elia ist jetzt Moderator. Galaxy, Marcus. Oh! Ich komme gerade ganz rot. Warte, ich muss hier Jedi. Seht ihr das da hier? Holy shit. Wir müssen da kurz den Milo Ruiz anlassen. Musik. Wir müssen schnell Musik anlassen. Nein, sag nicht, merci. Warte schnell. Wir müssen schnell das Lied anlassen. Schnell das Lied. Liebe Fische. Was an der Stelle? Komplett. Oh! Sehen wir das im Stream? Dass jemand gespendet hat? Das wäre ja geil, wenn das jetzt wirklich geklappt hat. Ich weiß es nämlich gar nicht, ob man es gesehen hat jetzt im Stream. Aber wie tatsächlich an 10 Franken Spende vom Fabian Brandt, vom Fabu Brandt Büro. Ganz, ganz grosses Dankeschön. Und das Lied, das widmen wir jetzt dir. Ich weiß nicht, ob jetzt ganz an mir reinzieht, aber hier, unglaublich, das könnt ihr nicht auf. Oh! Liebe Fische. Was an der Stelle? Komplett. Ja, Mann, Jensen, 2 Franken, holy shit. Was ist denn hier los? Ich habe in dem Stream schon mehr Geld gemacht als die letzten Jahre mit YouTube. So ein Ding ist das. Jetzt lassen wir uns das Lied an. Das ist für euch, die gespendet haben. Oh yeah. Mhm. Que tú seas así, que no te guste ser llevada. 9 Millionen Klicks übrigens, hä? 9 Millionen. Keine Ahnung, Grüße gehen aus der ganzen spanischen Community. Por la buena, no entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese
ese idiota que te trata como a una cualquiera. Si algún día te hará falta mi Scheiße! Nochmal etwa, holy shit. Cool Dudes 007, 3 Franken 99. Ehrenmann, aber halt die Moderatorrecht. Ja, das ist halt das andere Sache, da können wir nochmal drüber diskutieren. Aber zuerst einmal jetzt das Lied. Und ey, wirklich, euch alle, also wie jetzt schon, in dem Stream, warte mal, kann ich rechnen, 12, 13, 14, 15,99 gemacht. Also Jungs, mit euch könnte ich mir, also dieses andere könnte ich mir komplett an Dings gönnen. Was könnte ich mir damit gönnen? Ein Döner oder so ein Mac-Menü, ein Medium-Mac-Menü. Oh yeah, das wäre geil. Danke. Die 9 Millionen schaffst du. Ja klar, die 9 Millionen schaffen ja. Jetzt lassen wir nur noch kurz das Lied drin, weil ich weiß nicht, wieso das so beliebt ist. amor. Y no lo digo por despecho, aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo. Pero te vas a arrepentir la vida entera. 9 Millionen Views. Ich verstehe es nicht. Das Lied da hier. Also, auch so viele Views verdient. 15.000 Klicks, Mark. Holy shit. Also, wenn der Mark noch schnell in Ding kommt, in Stream, dann müssen wir also anders mal hier. 2600 Likes, Mark Alexis Daniel Paris Diss Track. 2600. Holy shit. Gratuliere, hey. Gratuliere, urgeil. Jensen, Alter, du Sönsen. Liebe Fische, was an der Stelle komplett. Und ich habe gesehen, ich habe noch fucking Euro eingestellt. Also, das ist meine Schuld, sorry. Ich habe noch Euro eingestellt gehabt, irgendwie. Ich muss das noch umstellen, dass es irgendwie Franken anzeigt oder so. Im Chat sieht man es, aber die Hure anzeigt, aber über ein Screen rollt. Ja, das ist ein bisschen etwas anderes. Shit, Mann. So. Wie hat er übrigens eben den Diss-Track gefunden? Die meisten Leute, die jetzt den Stream... Liebe Fische, was an der Stelle komplett. Die meisten Leute, die jetzt den Stream gucken, haben das wahrscheinlich gesehen, das Video. Wir können nochmal drüber reden. Hier, such mal bei YouTube, los zu von Pegu17. Das können wir auf jeden Fall noch machen. So, holy shit. Also, Leute, das ist ja unglaublich, wie viel, was ihr hier mir Zeugs raushauen. Also, unglaublich. Also, ey. Das, liebe Fische, was an der Stelle komplett. Ey, unglaublich. Ey, ich kann es fast nicht. Also, ich bin schon ein bisschen überwältigt, Jungs. Also, es ist fast so ein bisschen wie Mr. Beast Niveau, wo alle Leute in die spenden. Ich glaube es nicht. 7 Franken 20 schon mit Fabelbrand. Also, dir kann ich nochmal einen Fortnite-Skin fast ausgeben. So ein Ding ist das. 10 Franken nochmal. Ey, tatsächlich ist noch nicht mal gekommen, aber cool Dudes. Das, liebe Fische, was an der Stelle komplett. Zum den Marc als Kameramieter für 5 Stunden World Changing News auf YouTube. Ja, moin. Das, die Spendenfunktion, die kommt ja komplett nur gebraucht für damit irgendwie aufmerksam zu machen auf irgendetwas. Ist egal. Wir tun jetzt auf jeden Fall mal, ich gehe jetzt schnell in Discord, ich komme schnell in Discord, Marc. Und ja, da tun wir ein bisschen miteinander reden. Hey, nein, also Leute, unglaublich, jetzt nochmal schnell, bevor ich jetzt mit dem Marc rede. Ey, ihr müsst wirklich nicht spenden, also alle da draussen. Also überhaupt ein bisschen muss spenden oder so. Ich bin unglaublich dankbar für jegliche Spende da. Das ist unglaublich, also wirklich, ich kann es nicht fassen, fast so mäßig. Also ganz, ganz grosses Danke. Es ist nicht selbstverständlich, dass dir, ja, hier das Geld für den Stream oder mir einfach so geben, die Anführungszeichen. Das ist unglaublich. Also müsst ihr wirklich nicht machen, nur wenn ihr wirklich Bock darauf habt. Ja, und ich probiere auch schon den Chat zu lesen, also müsst ihr auch nicht spenden, für das irgendwie eures Zeug vorlesen oder irgendetwas so. Genau.
Und Zahlungsmöglichkeiten, wie ich das kann hinzufügen oder so, weiß ich gar nicht. Jetzt soll ich schnell mal im Magen anrufen hier, bei Discord. Let's go. Ja. Bin mir eben nicht sicher. So. Ich weiß jetzt nicht, ob der Dude abnimmt. Moin. Handyrechnung. Ja, moin. Ja, moin. So. Ich habe noch überhaupt kein einziges Video mir reingezogen und wir streamen schon. Ich weiß nicht, wie lange wir schon streamen, by the way. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Kreditkarte. Ich habe auch keine Kreditkarte. Ich brauche gegen die von meiner Mutter. Das weiß ich eben nicht, ob man über Handyrechnung kann spenden kann. Das weiß ich wirklich nicht. Das müsst ihr mir nochmal informieren. Sorry. Ja, also eben nochmal kurz zum Sagen. Spenden, absolut optional, müsst ihr nicht machen. Marc, höre ich dir oder was ist da los? Ich höre dir nämlich nicht irgendwie. Oder ist das in der Einstellung von Discord, wo ich dir nicht höre? Ich bin einfach ein dummer Mensch. Ah, voilà, jetzt höre ich dir. Ich habe mein Mic nicht mal eingesteckt. Ja, moin! Warte schnell, ich muss noch mein Setup einstellen. Ja, moin! Nicht einmal das Mikrofon eingesteckt. Ja, also das Mikrofon im Interface eingesteckt. So, jetzt bin ich am Stissel. Hört man nice. Mich im Stream? Ja, ich glaube schon. Oder hören wir den Marc im Stream? Man weiß es nicht so genau. Ich weiß es nicht. Und man weiß es nicht. Kommst du auch das Cash in den Arsch geschoben? Ich bekomme das Cash in den Arsch geschoben, so wie, keine Ahnung, gewisse Leute ist ein Schwanz. So. Jetzt schon genug geschnurrt. Wie heisst die Webseite schon, wo man sich Videos zusammen kann einziehen kann? Weißt du das noch? Watch Together. Ja, genau. Hey, aber Mann, ich wollte unbedingt hier Streams machen. Also, weißt du, aktiv finde ich so einmal in der Woche, aber ja. Ich muss mir jetzt mal so eine Webcam gönnen, weil eben mit meinem Laptop geht es nicht so easy. Weil eben die Facecam unten ist und dann sieht es so behindert so von unten aus. Ah, shit. Oh, scheiße, ja, der Link schon gezeigt vom Dings. Ja, moin. Ich muss schnell hier, wenn man den Raum erstellt, braucht ja noch so einen Link und dann habe ich den Link schon gezeigt. Das war's komplett. So. Ja gut, ist eigentlich nicht so schlimm. Ja. So. Muss ich schnell. Aber was ich mir fast muss einziehen ist, also was wir uns nochmal fast müssen geben, ist fast die Reaction von Daniel Paris, oder? Boah, Dude. Oh. Da mache ich dann morgen wahrscheinlich mal ein Video dazu. Schon? Ich habe in dem Sonntag mir eventuell vorgenommen. Dude! Hä? Du hast gerade eine 40 Franken Spende bekommen. Was? Ein 40 Franken Doni? Eine dicke Doni, Digga. Vom Fabu Brandt? Ah, der hat zu viel Geld, Mann. Der Fabian, bei dem brennt's. Ah, hier. Liebe Fische, Jetzt ist es bei mir an angekommen. der Stelle Komplett. Holy shit, 40 Franken. So, bin aufgefordert worden zu spenden. Zu an verdoppeln. der Stelle komplett. Wieso bist du aufgefordert worden, die Spenden zu verdoppeln? Wer hat dir das gesehen? Holy shit. Der Fabio Brandt ist sozusagen der Mr. Beast von der YouTube Schweiz, oder? Ja, wirklich. Hey, aber... Ich habe nicht einmal 40 Stutz. Ja, ich auch nicht, hey. Also mal jetzt schon anscheinend. Jesus Holy Christ. shit. Ja, der Lohn ist wahrscheinlich wirklich hoch beim Fabo jetzt gerade. Holy, der Sieg, hey, der hat wirklich guten Lohn. Dude, ich warte seit 100 Jahren auf meinen Lohn, Mann. Wieso? Ah, von YouTube oder wie? Also nicht von YouTube selber, aber von Kooperationen warte ich schon 1000 Jahre auf Lohn. Jetzt morgen bekomme ich endlich. Oh, kann nice. wieder etwas kaufen. Die letzten 2 Wochen oder so bin ich wirklich auf ganz knappen Fuß am Leben gewesen. Wirklich. Ich habe mich nur noch von Brot und Wasser ernährt. Und So wie Jesus, so der Lifestyle von genau, Jesus. so wie Jesus, ja. Aber nach meinem Track habe ich mich halt ein bisschen gefühlt wie Jesus und dann habe ich halt müssen. Ja, der Track ist ja komplett... Hä, aber... Es ist hure heftig, wie das gezogen hat. Also, gezogen, ja. Aber ich habe es wirklich nicht gedacht. Im Fall. Also ich habe erwartet, dass es mehr Klicks bekommt als andere Videos von mir. Aber dass es so krass zieht oder dass es so heftig ankommt, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Das ist wirklich krass. Also das... Heftig. Also das ist wirklich Ja. geil.
Jetzt sehe ich die Link. So. Ich bin Mr. Beast in Arm. Lohn ist jetzt, ja. Ja, moin. So. Also, ich bin jetzt im Watch Together. Oh, ja, moin. Ja, Kennen die seit 12 Minuten 12 Franken rausgekommen? Ja, moin. Bei YouTube, also, es ist ja unglaublich, bei YouTube, bei den Spenden ist bei YouTube irgendwie ganz etwas anderes als bei Twitch. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung, wie es auf Twitch ist, weil ich nie auf Twitch bin, aber ja, ich habe übel krass. Auch letztes Mal, als ich einen Stream gemacht habe, habe ich viele Spenden bekommen. Da habe ich also gedacht, hä? Ja. Merci vielmal, aber wieso? Also, danke. Ja, genau. Ja, ist eher eine Aktion natürlich, aber... Ja, ist wirklich krass. Also wirklich ganz grosse Ehrenaktion von allen Leuten, die da spenden irgendwie. Keine Ahnung. Also, danke alle. Aber nochmal zum Sagen, müsst das wirklich nicht. Also, es ist komplett auf freiwilliger Basis. So. Nee, kann ich das jetzt... Ja, genau. Ja, ja. Jeder muss spenden. So, wie kann ich jetzt das Video abspielen? Siehst du das Video? Schweizer Distrack gegen mich. Siehst du das schon? Bei dir? Also auf Watch Together sehe ich es, ja. Ja. Oh. Aber du, im Stream sehe ich bei dir noch das YouTube-Dings. Schon, aber da ist vielleicht noch delayed oder so. Aha. Schon, ich weiß gar nicht. Normalerweise... ja, jetzt sehe ich es, ja. Es ist ein bisschen verspätet. Ja, okay, ja. Man kann jetzt hier einfach das Video anfangen. Hören wir da überhaupt etwas bei dem Video? Du es mal abspielen. Sag? Aber sag ihm... Ja, voll. Ich höre nichts. Warte. Ich höre dir dann. Ich eben nicht. Oh, ja, warte. Mann. Machst du eine Pause? Ja. Machst du eine Pause? Ja. Eine Pause? Ja. Warum? So, hä? Wieso höre ich nichts? Lol. Ich habe das Ding abgeschaltet vorher. Es ist so ein scheiß Panda gekommen. Dann habe ich den Ton abgeschaltet. Moin. Aha. Der Privatchat von YouTube. Ja, genau, ja. Der Privatchat, ja, der Lia ist nicht dabei, aber das ist eigentlich normal. Das ist ein Normalprogramm im Privatchat-Podcast. Aber hört man es jetzt auf dem... Warte, zu schnell. Video, das wir hatten, war... Ja, genau, ich höre es immer. Also jetzt ist es bei mir pausiert. Also im Stream? Im Stream hören wir es, ja, genau. Ich höre nichts, Leute schreiben zwar jetzt noch, ich höre nichts, aber man hört es dort. Ja, jetzt läuft ja gar nichts, oder? Ja, aber ja, und es ist noch delayed, also ja. Man sollte es jetzt hören. Also, wir gehen uns mal die Reaction von Daniel Paris auf den Diss-Track von Mark. Also, ja, es ist schon gesehen zwar, aber irgendwie, da kann man irgendwie schon noch viel dazu sagen, schon noch funny. Also ich hätte viel dazu zu sagen, aber ich weiß aber nicht, wie viel das in meinem Video soll sagen. Aber also ich kann jetzt mal für die Leute, die jetzt im Stream sind, exklusiv meinen Senf dazugeben. Ja, ich muss eben auch noch, also ich mache eventuell auch noch ein Video am Sonntag, so ein Schweizer YouTuber verarschen, wo das kurz drin vorkommt, also nicht lang, aber nur kurz, und ja, irgendwie so ein paar Memes da rausholen. Aber ich weiss jetzt genau, welches Meme. Ja, klar. Die sind professionell gemacht. Professionell gemacht? Was denn da? Also komm, schau mal. So, wie kann ich jetzt das Video? Live-Reaction von Daniel Paris. Let's go. So. Klickst du oder klicke nicht? Du? Ja, ist gut. Hä? Warte jetzt. Hä? Ist ja alles Passiert nicht viel. Also, es macht gerade auch mit Pause. seine Warte, Reaction soll ich? Ja, mach du. Jetzt? Nein! Hä? Bei mir macht es gerade auch mit Pause. gesehen Jetzt geht's. dem Video, und deswegen haben wir uns gedacht, heute ist es soweit, der Gegenschlag kommt, und deswegen habe ich jetzt meine liebe Fabienne mit dabei, die natürlich auch mich tatkräftig unterstützt hat beim Distrack gegen Mark, den ihr übrigens sehr gefeiert habt, und heute ist es soweit. Ja, es geht. Hart gefeiert. Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. So gut ist jetzt nicht angekommen. Den Daniel Paris Distrack von Mark Galaxy an. Ich bin gespannt, Schatz. Was sagst du zu der ganzen Geschichte? Ich bin auch richtig nervös. Ich habe echt Angst langsam. Hast du Angst? Ja. Okay. Also, Langsam habe ich Freunde, wir echt sind Angst. gespannt. Ja, moin. Film ab, würde ich sagen. Das Video ein bisschen lauter, schreibt der Sir Vlog. Daniel Paris. Video ein bisschen Leute, okay. Mann. Das ist meine Antwort. Oh shit, ich habe Angst. Der Beat Shit, ich habe Angst. Der Beat schon ist geil.
Das war der Trailer. Aber Oh shit. Sagst, ich mache Abklatsch-Content für ein paar Leute. Du machst selber nur Reactions, aber das macht nichts. Es ist einfach traurig, wie du dich grad mega krass fühlst. So wie es aussieht, auch nicht nur beim Rap ein bisschen dein Taktgefühl. Ein Deutscher, der auf Schweizer macht, schlimmer kann's nicht werden. Sag dir, wenn du nicht ready bist, checken gar nicht, Alter. nein, sie checken gar nicht, absolut nicht. Wie sie so sich. Wie sie so. Hey, ich kann nicht Pause drücken. Ah doch. Hä? Das geht nicht! Okay. Wieso kann ich nicht Pause drücken? Hey, hey, hey! Ja, zum Großteil. Ah, voilà, jetzt ist Pause, jetzt ist gut. Wir. Oh shit, ich ignoriere den Elia nicht extra, sondern aus Versehen. Elia, du bist ja da. Ja, gut, ja. Ciao zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Basis. Digga! Was ist das? Das ist irgendein Arschloch, wo euch das Ding ist gekommen, in der Room, wo jetzt das Video abgespielt hat. Mann, User, ich weiß nicht welcher von da rein. Aber irgendjemand ist jetzt unser Ding gekommen. Mann. Und ich habe vorhin. Was für eine Legende, Alter. Was für ein. Wahrscheinlich der hier, der Dude, ich weiß nicht mehr genau, in Anshi. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Der Ja, Sieche. er selber, ne? Mann, ey. Hey, aber ja, der mach aber den Raum schnell einen neuen, wir machen einen privat. Ja, okay. Ja, Wenn das geht. genau, so jetzt nicht schnell hier auf umschalten, zack. Dass der das nicht kriegt, euch einziehen. Hey, Gott, Deckel nochmal. Mann, hey. Und Lia haben wir nicht extra ignoriert. So, ist euch nochmal ein Link. Ich hoffe, ist das auch jetzt privat? Ja, sehen wir jetzt den? Kann man hier Einstellungen machen? Der Variashi, Alter, der ist ja wirklich überall. Alter, das ist der aktivste Deutsche, den ich jemals gesehen habe. Ey, ja, der sehe ich habe noch nie aktiverer Mensch gesehen bei Vor allem Streams. ist er Deutsch. Ja, eben, genau, ja. Ich habe vorhin sogar noch ein bisschen den Stream von Greenie mir eingezogen. Er war im Stream, der Variashi, und dann habe ich mal gefragt, wieso ist der so in der Szene drin, aber er hat irgendwie gar keine richtige Antwort gegeben. Ich checke es auch nicht. Ich komme auch nicht nach, wieso, weil der so in unserer Szene drin ist. Also, nichts dagegen, aber... Er hat auch einfach gesehen, oh, Mark, geil gewesen. Absolut geilste YouTuber, jetzt Musik. Nein, Spaß. Ja, das hat er wahrscheinlich gedacht. Ja, so ein Ding ist das. Absolut nicht. So, also komm. So, bist du drin? Mal an. Ja, warte schon. Ich bin da. Jetzt habe ich so Vollbild. Ah nein, warte schon. Hier, zack. Jetzt muss ich schnell umschalten und dann direkt auf Vollbild setzen. Jawohl, das hat sicher niemand gesehen. Was geht ab? So, jetzt muss ich irgendwie skippen. Du siehst das Video um mich, oder? Ja, ich sehe es um mich. Mhm. Nice. So, noch schnell zum Chat. Elia im Chat, ja. Ah, sorry, Elia. Elia, es tut mir schrecklich leid, dass ich dich ignoriere, aber ich gehe morgen Dings mir reinziehen, Avengers Endgame. Also, ich weiß nicht wieso, was das für einen Zusammenhang hat, aber ja. So, egal. Wir machen jetzt weiter. Ich probiere den Chat dann nochmal so ein bisschen aufmerksamer zu lesen, weil jetzt bin ich komplett lost. Ja. Ja, okay, aber du ein bisschen vorspulen. Ja, aber ich kann gar nicht. Kannst du? Ah, geht's nicht? Hä, das ist so komisch. Das ist so ein Scheissblatt, das ist ein Scheissding. Eben du vorspulen, ja. Oh! Jetzt höre ich aber nicht. Kannst du nicht? Oh, jetzt ist gut, ich höre. Okay. Okay, play. Ja, warte, so. Okay. Ist gut, ja, ist gut. Sag dir, wenn du nicht ready bist, würde ich mich wenigstens jetzt langsam haben. Ohne Schweizer Content wäre die Channel längst am Sterben. Deine beschissenen Schweizer Reactions, fake das Shit auf dieser Erde. Okay. Hast du verstanden? Ja, zum Großteil, oder? Ja. Er macht sich über meinen Flow, glaube ich, lustig. Also er hat halt gesagt, du hast kein Taktgefühl. Also, ja, ich habe keinen Taktgefühl. Also zu dem Zitat, ich glaube, ich blende euch mal kurz Mark ein, wie er bei meinem Diss-Track genau in meinem Takt mitwippt. In deiner Galaxis lebst du wie ein King. Komm mal wieder runter, Clickbang. Zwischen Theorie und Praxis, Schweiz ins Top 21, push dich ständig mit der Gang. Ihr habt gesehen, ich glaube, ich habe Taktgefühl. Sonst wäre mein Diss-Track nicht so rhythmisch. Und was hat er noch gesagt? Ja, und Das sind einfach von seinem eigenen Tracker, ja moin. ja, und dann hat er eben gemeint, ohne Schweizer Content wäre halt dein Kanal schon lange für den Arsch. Wäre schon lange für den Arsch, das kann ich nicht so unterschreiben. Auf jeden Ja, Fall. logisch Doch, nicht. oder? Weil ich schon einige Videos davor hatte, die auch erfolgreich waren ohne Schweizer. Die Aussage macht irgendwie nicht so viel Sinn. Ja. Also weißt
er hat, also, die Aussage in meinem Diss-Track ist ja, ohne Schweizer Content wäre die Channel längst am Sterben. Und dann sagt er, ja, das stimmt nicht, ich habe mal Videos gemacht, die nicht Schweizer Videos waren. Ja, genau, ja. Ja, nur weil du es früher mal hast gemacht, macht das die Aussage auch nicht falsch. Weil er ja komplett alles jetzt auf die Schweizer Szene ausgerichtet gehabt und sie hat ja nie einen Musikkanal gemacht, oder? Und das ist ja jetzt auch nicht komplett durch die Decke gegangen, oder? Ja. Genau, sorry. Ja, genau. Und... Content. Und sorry. Ne, was habe ich noch will? Ich habe es komplett vergessen und dachte gefühlt etwas. Er hat einfach als Beweis genommen, dass er gedacht hat, wie du ein bisschen am Wippen bist. Ja, moin. Aber die Hook von seinem Lied habe ich gleich nicht scheiße gefunden. Also das gleich nicht. Ja, jetzt schauen wir mal. Ja, mach noch. Aber wie gesagt, deswegen schauen wir jetzt einfach mal weiter. Bis jetzt ist alles Also gegen dich. Ich bin gespannt. Hey, du, da kommen wieder Benutzer in Geil Raum. gemacht. Auf jeden Fall gute Quality. Du hast ja nicht privat gemacht. Ey, ich weiß nicht wie. Ja, probier das einfach zu heiden, oder? Heide, oder? Sieh, Mann. Ich kann mir das... Benutzer hat den Raum betreten. Nein, was sind das für Siechen, hey, Mann? Es sind wirklich Leute drin. Es sind so Ratten hier. Ich tue nämlich jetzt das Vollbild nicht abbrechen, weil sonst kommen noch mehr Leute ein wahrscheinlich. Ja, mach einfach weiter. Ja, scheiß drauf. Du kannst weiter drücken, weil bei mir funktioniert absolut nichts. Also. Du sollst ein bisschen lauter machen übrigens. Hey. Noch Leute? Holy shit, bei mir... Ja, moin, jetzt seht ihr alles. Jungs, da innen sind Leute im Chat, das gibt's gar nicht. Scheiße, ja. Wenn ihr Ehrenmänner seid, tut das Video nicht unterbrechen. Das wäre sehr, sehr nett von euch. Ja, also. Ist gut. Ist gut, ja. Und los. Und dieser Distortion-Effekt auf jeden Fall. Und der Beat ist auch echt mega. Er double-timet halt mega schnell drüber auf jeden Fall. Das haben die bestimmt so einzeln in Schritten aufgenommen, ne? Weil der Taster sich ja nicht in einem Zug gefloat. Ist das wahr? Das ist nicht wahr. Weil das hast du sicher nicht in einem Part durchgefloat, ja. Wollten wir jetzt sagen, dass ich es nicht kann? Ich kann das jetzt in einem Part Dings, aber... Also logisch haben wir es in mehreren Takes aufgenommen, weil du nimmst halt den besten Take für das so. Aha, ja klar. Aber ich meine, es ist ja so gemeint, dass du es nicht im Stück den Part kann man sagen. Ja, das hast du sicher gemacht. Du im Video, das du machst, hast du sicher auch so. Machst du es ja, oder? Ja. Aber also jetzt im Neuen mache ich es wahrscheinlich nicht, weil es für mich nicht das Argument ist jetzt zum Dingsle, weil das macht den Song nicht schlecht, wenn man den Song nicht one take aufnimmt. Ciao und herzlich willkommen zu einem Anchi neuen Swiss, Video. Alter. Heute sind wir hier im Bad. Der Anchi Swiss, der wird direkt auf... Ich glaube, der Anchi Swiss wird Videos dislike. Ja, das Gefühl, ja. Kann man nicht immer drücken. Hey, ich tue auf Stumm. Das sehe ich. Anchi Swiss, wir machen es einfach mit YouTube. Okay. Ist gut, wir machen es einfach mit YouTube und... Der Gang aus dem Watch Together raus. Ja, genau. Hey, Anchi Swiss, Unehrenaktion. Also alle, mal, die Leute, die im Chat aktiv sind, Unehrenmann in Chat schreiben. Nein. Also ja, gehen wir halt aus dem Watch Together raus. Ja, ist schade, Jungs. Also, ja. Wo sind wir ungefähr gewesen? Aber wie macht das der Unge auch so, Alben? Ich weiß es nicht. Also der macht es ja... Da würden ja safe Leute reinkommen. Ja, 100'000 Mal. Also der macht es vielleicht nicht einmal mit Watch Together. Der hat ja nicht oft Gäste, oder? Der hat nicht mehr oft Gäste. Aha, das weiß ich nicht. Mark kann es halt einfach nicht. Ja, Mark hat auf jeden Fall um einiges heftiges Niveau als der Daniel Paris. Ja, also, ja. Ja, aber... Ja. Oh, Unehrenmann kommt in den Chat gespammt. Yeah, let's go. So, ja, wo sind wir ungefähr bei minutenmäßig? Aha, ich weiß nicht. Aber ist jetzt... Also weißt du, ich sehe es ja jetzt nicht. Ah ja, wir tun einfach beide aufschlagen, bei uns jeweils bei sich daheim. Und dann, ja. Ah, und dann tun wir recht gleichzeitig schauen. Ja, genau, ja. Habe ich das Gefühl, ist doch das Beste, oder? Okay. Können wir es mal machen. So. Nachher sagen einfach, seid einfach einer von beiden Pause oder so, und dann tun wir schnell etwas sagen. Also. Der Green hat gerade geschrieben, es gibt ein Chrome-Plugin, das 2 Nutzer zusammen schauen. Ja, okay. Kann ich vielleicht einmal irgendwann einmal mir installieren oder so, ja. Okay. Ja, nice. Ja, also sag mal, welche Minute das so auftun? Wo sind wir gewesen? Warte schnell.
schnell drüber auf jeden Fall. Das haben die bestimmt so einzeln in Schritten. Ah, hier, ungefähr bei 2 Minuten 43. Und das Video von 2 Minuten wie viel? 2 Minuten 43. Du legst bei mir die Hure, Alter. Oh, shit, ehrlich? 2 Minuten 43. Ah, 43, okay. Genau, ja. Ich hoffe, im Stream lag jetzt nicht so. Nein, jetzt Nein, also, so. du einfach abzählen, 3, 2, 1 und bei 0 klicken wir Genau, und wenn Pause ist, sagen wir es einfach. Also 3, 2, 1, go. Aufgenommen, ne? Weil der Taster sich ja nicht in einem Zug durchgeflaut, mein lieber Kollege. Und ja, an sich auf jeden Fall schon mal cool. Und die Hook, die ihr vorher gefiltert habt, ich bin mal gespannt, wie die richtig klingt. Ja, weil ich hab die nicht. Ja, ich hab's auch nicht verstanden. Schauen wir weiter. So wie du mit deiner Icon D-Squared Cap, glaube ich, hat jemand nur mal der gleich Lane Rap. Dir hat's etwa ein bisschen in dein Hirn reingeschneit, hä? Alle deine Videos sind flattert mit Fake Labs. Bitch, laberst Dreck, wenn du rappst auf deinen Tracks. Ist ein Fakt, wenn du singst, ist es grässlich und schlecht. Machst auf krasse Musiker, du bist aber wack. Wenn du singst, wenn ich singe, ist es grässlich und schlecht. Ich muss mich verteidigen, Freunde. Also zu 079, ja. Das war wirklich spontan. Mach eine Pause. Pause, ja. Wieso meint ihr immer, dass wenn ich ihn auf das schlecht Singen anspreche, meint ihr immer, es geht um das 079? Es kommt jedes Mal 079. Also ja 079 ist ja wirklich nicht so gut, aber... Ja, jetzt sagt er dann auch noch, also jetzt, wenn man weiterklicken, sagt er dann auch noch, glaub so etwas wie, ja, lass mal meine anderen Lieder. Ja, habe ich gemacht. Und ist nicht besser gekommen? Nein, also ich muss im Fall wirklich ehrlich sagen, ich finde seine Musik nicht mal schlecht an sich. Ich finde einfach, man merkt einfach, dass ihm ein bisschen die musikalische Erfahrung fehlt, irgendwie habe ich das Gefühl, er gehört noch nicht so, weißt du, ob etwas, wie sage ich das jetzt auch nicht, dass es abgehoben wird, aber weißt du, irgendwie so flowmäßig oder so. Es geht nicht mal darum, weißt, ob du krass rappst oder so beim Flow, aber du tust einfach, weißt, wie du Sachen betonst oder wie du Zeug ausdrückst beim Rappen oder auch beim Singen. Es gibt echt Sachen, die, keine Ahnung, die merkst du einfach so, dass das Singen ein bisschen komisch tönt, wenn du das so aussprichst oder so. Und das hat er halt recht viel. Aber ich finde, er hat so das Ohr dafür, was melodisch oder so gut tönen kann. Ich finde, er hat in seinen Liedern, die er macht, hat er recht so Ohrwurmpotenzial. Also ja, aber genau, ja, das habe ich auch das Gefühl gehabt, irgendwie beim Diss-Track gegen dir. Er ist ja jetzt nicht wissen, wie gut gewesen, aber der Hugo, das habe ich gar nicht so schlecht gefunden. Es hat schon Ohrwurmpotenzial gesehen. Es geht aber schon noch ins Ohr. Ja, aber genau, ich finde einfach so, sonst so musiktechnisch finde ich es halt, ja. Aber das ist ja eine Übungssache. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass er... Ja, ja, genau. Aber ich finde, er hat Jobpotenzial, muss ich sagen. Ja, eben schon. Aber so, also Diss-Track-mäßig ist jetzt nicht so das Wahre gewesen. Aber sonst, muss ich sagen, finde ich es nicht so schlecht. Ja, wenn wir mal weiter schauen. Genau, ja, noch schnell Urgamer. Ciao und merci nochmal für die ganzen Spenden-Boys. Jo, also. Ja. Dann machen wir gerade mal weiter, oder? Wo bist du? 3 Minuten 30? Ja, 3 Minuten 30. Ja, bejahe dich. 10 Uhr mal also. Ja, also. 3, 2, 1. Gedacht, ich kann einfach mal ein bisschen so durch die Gegend singen. Ja, also so super singt er jetzt und ganz auch ehrlich, nicht. bei ihm ist das Autotune jetzt auch nicht der Shit. Also und ihr habt ja an meinem Distrack gehört, wie das klingt, wenn ich das ausproduziere. Also es ist wirklich... es geht ja nicht ums Autotune. Bei ihm ist halt auch teilweise noch nicht die optimale Kurz, stopp. Ja, eben. Es geht ja nicht darum, ob das Autotune gut oder schlecht gebraucht ist. Es geht echt darum... Und das hast du ja auch gar nicht gesehen, oder? Ja. Überhaupt nicht. Du hast nichts auf das angesprochen. Ja. Ja, also wo bist du? 3,50? Ich bin bei 3,48. Und nochmal, FCSG-Player, riesengroßes Dankeschön für den Franken. Also, 3,48. 3,48, genau, ja. Also, 3, 2, 1, no. Und zu meiner Verteidigung, wirklich nur bei 070 dieses Per Favore, da habe ich halt einfach mega durch die Gegend gesungen, muss ich sagen, aber der Rest ist ja voll im Takt. Per Favore. Deswegen kannst du nicht immer den Aufhänger machen. Hör dir erstmal alle meine Songs an und dann kannst du drüber reden, ob es grässlich und schlecht ist. Er hat es, glaube ich, aber allgemein gesagt. Also genau, und er hat auf jeden Fall meine geile Reaction Cap erwähnt, auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall gut. Die hat sich etabliert. War mein Markenzeichen. Marc, du warst das Beispiel dafür, dass mein Marketing funktioniert hat. So, danke dir. War schon Pause? Ja.
sein Marketing hat funktioniert, weil er eine Marke anhat. Sicher, also 100%, ich bin mir 100% sicher, dass er, wenn er am Anfang den Kanal gestartet hat, hat er gedacht, hey, die Cap, die ziehe ich mir an und das ist nämlich das Markenzeichen. Icon D-Squared Cap. Ja. Oh yeah, Digga. Jeder Genau. Aslak tragt die Kappe. Mittlerweile sind es Gucci-Käppeln. Aber ja. Ja. Sorry, ich muss nicht den Namen sagen von alle oder so. Also alle oder so, ja, jetzt die Namen gesagt. Gut. Ah ja, ich sehe es gerade. Alle oder so. Was für ein Profil über so ein Ding ist das. So, aber ja. Also, 4,22 oder wo? 21, aber ja, wegen der Sekunde. Also 4,21. Ja. 3, Hast du wieder runtergezählt? 2, 1, go. Ich stelle dafür. Und meine Reaktion hat mir geklickt als die Track. Das hat aber, da hat er echt, aber da waren wir auch selbst Ja, ein das- bisschen enttäuscht, So, ne? seine Reaction hat mehr Aufrufe als mein Also Distrack. das hat uns wirklich auch mega enttäuscht. Das sind wir Einfach Schweizerdeutsch kurz. dass unser Das ist Distrack. schon hart. Ja, das ist Das hart. tut mir Das ist schon Das wirklich ist hart. wirklich Aber hart. nochmal zu meiner Fake-Lache. Also, Schatz, du kennst mich, wenn ich lache und ich lache wirklich so behindert. Ja, Also, ich lache Das auch ist einfach- privat so behindert. Und er vielleicht- ist so ja, behindert. Es Nee. ist, Machst du eine Pause? Ja. Ja. Das ist auch beim Fake-Lachen. Es geht ja nicht darum, dass ich ihm nicht glaube, dass er nicht so lacht. Aber es geht mehr darum, dass das Lachen einfach gestellt sind in den Videos. So, niemand lacht so. Wenn du ein Militär-Fail-Video anschaust, dann lachst du nicht alle 3 Sekunden. Oder wenn Ja, einer genau so, ja. Wenn einer Gangnam-Style tanzt in einem Militäroutfit, dann freckst doch du nicht vor Lachen. So. Nicht einmal. Dass er, wenn er lacht, so lacht. Aber wegen dem lacht man gleich nicht. So. Nicht einmal der Daniel Paris lachen oder so, wenn irgendetwas. Das sehe ich verstehe es auch nicht. Also, eben, dass er so lacht, okay, aber was? Im Kontext von den Videos nicht. Genau. Oh Mann. Mann. Wo geht's weiter? Und Vier. Fabian hat kurz nicht mehr Hochdeutsch geredet, sondern kurz Schweizerdeutsch, hat sie ja kurz aus der Rolle gekriegt. Ja. 4 Minuten 55 bin ich. Okay. Bereit? Ja. 3, 2, 1, go. Sorry, Wer ich bin ist gerade nicht auch im Distrack drin. Okay. Sorry, Ma. Shootet mich alle um. Ihr, Jetzt bin ich glaub für Marc gegen dich, Ja, ne? Das ist eigentlich scheinbar, ganz schlecht, ne? scheinbar, ja. Weil gegen mich kommt glaube auch noch irgendwas. Also, Ja, warte ab, sagen- Schatz. Ja, Nee, also- aber Moment erstmal. Ja. Also ich hab Und noch so Pause eine kurz? Sache, ne? Ja. Das ist schon ein bisschen baitet, oder? Das hat sie einfach noch ein bisschen wählen, dass du einen Track auch noch gegen Sia machst oder was? Oder was? Nein, es hat nur gesagt, weißt du, gegen mich kommt auch noch Zeug im Track. Darum wollte sie jetzt noch nicht zu früh Aha, lachen. so hat meint sie sie. So meint sie. Nicht noch ein separater Ja. Track. Okay, ja, easy. Genau. Easy, ja. Okay, dann machen wir weiter. 5 Minuten 11, ja. Ja. Eben dem Fall 3, 2, 1, go. ja, die hast du. Die habe ich definitiv. Okay, schauen wir weiter. Oh Gott. Ich habe echt Angst, Leute. Mach Ich krieg jetzt- das jetzt gar kommt nicht gleich- hin. gleich Okay. meine Bachelor-Chick. Du bist nur ne Bitch, yeah, Danny, du bist gefickt, weil du bist nur ne Bitch, yeah, du bist nur ne Bitch, nur ne Bitch, yeah, du bist nur ne Bitch, und drum bist du jetzt auch gefickt, yeah, du bist nur ne Bitch, du bist ich nur mit ne dem Kopf Bitch, yeah, nicht Danny, du bist gefickt. Ey, Bro, ist tut mir ja wirklich leid. Und schnell Pause. Okay, warte. Aha. Ja, ich bin schnell so. auf Pause gegangen. Irgendjemand hat einen Toni da gelassen oder ein Follow. Danke vielmals. Ja, kannst du sagen, sorry. Ja, eigentlich nur, weil ich sage, Luwiner mit dem Kopf nickt. Aber jetzt, weißt du, jetzt sagt er so. Ja. Oh, du lägst, du hast Jetzt gerade kommt gelegt so ein bisschen. Oh! Was? Ja. Ah, doch, jetzt ist es gut, Ja, nein. Aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht so alle paar Sekunden anhalten. Ja, Ich glaub, genau, nur ja. So, jetzt nur noch so bei den Punchen, so richtig punchen. So. Mhm, ist gut, ja. Müssen wir jetzt anhalten. Jemand hat noch geschrieben, viel besser als ungeklickt. Ey, danke vielmals, Jan Leute. Und ich glaube, du hast auch noch den Follow da gelassen. Ganz grosses Danke. Erstmal Follow Aufnahme. da gelassen. Wie kann man. Also einfach abonniert auf YouTube, oder? Ja, genau. Abonniert auf YouTube, ja. Aha, Erstmal wie siehst du auf. Ich habe das so eingeschaltet bei dem Streaming-Programm, das ich für Twitch gehabt habe, haben wir ihn ja dort können, so eine Box checken, wo mir anzeigt, oder so im Stream anzeigt, dass mir jemand abonniert hat, irgendwie, keine Ahnung. Ah.
Keine Ahnung. Ja, bei mir ist die Abonnierfrequenz noch nicht so hoch, dass das nervig wäre. Ja. So. Die Leute sollen mega abonnieren bei 6 Abonnenten vor 14'000. Schon? Ja. 6 Abonnenten? Oh shit, ja, nach dem Video hast du schon 14'000. Ja, weiß nicht. Vielleicht. Alle Also, abonnieren, weiter. Jungs. Ja, wo bist du bei 5 Minuten? 38. Okay, ich bin bei 37, ja. Aha. Ja, ich habe auch ein bisschen später gestoppt. Ja, warte, ich bin bei 38 jetzt. So. Also, Also. dann jetzt nur noch stoppen, weil es so ein bisschen grosse Sachen sind. Easy. Also, 3, 2, 1, go. No homo, Bro, aber ich bin schon vergeben, weißt du, was ich meine? Also, Ja, du bist nur eine Bitch, daraus Ja, wird eben jetzt meine nichts. Bitch. Ja, deine Bitch. Nee, also Schatz, Leute, kannst du dich ist jetzt mal wohl bitte eher auf meine umgekehrt. Seite Ja, ich stellen? wollte gerade sagen, es ist wohl eher umgekehrt, ne? Oh Mann. Seht ihr meine eigene Freude? Es ist hart, nein. Nee, aber Aber nochmal kurz dazu, also man muss sagen, auf jeden Fall, sein Stil ist halt wirklich diese Trap-Richtung und deswegen meinte er auch, dass es für ihn meine Musik halt anders klingt oder ist es nicht sein Flow, er hat halt eher wirklich und wiederholt dauernd Wörter, ja, und bumst die Luft. Starke Leistung. Bumst die Mann. Luft. Oh, das ist schon. Nati hält nicht mehr. Ja. Okay, gut, jetzt weiter geht's. Okay, Marco. Das ist schon gar nichts. Das habe ich auch dumm gefunden. Danny to the Paris ist am Singen, Mann, das brauch ich nicht. Du bist eine Ursache für Ohrenkrebs bei aber 1000 Hits. In deinem Distrack läufst du wie ein Spasti auf ein Beat. Meine Reaction hat dich salzig gemacht wie Natriumchlorid. Lass die Flow hängen, so wie Fabi, ihre Titten und ich... Also so gefeiert, wie ich dort ist verreckt, Alter. Ja, warte schon Pause, ja. Ich sehe so gar nicht am Klarkommen. Aha. Ja, sorry. Ja, ja, das habe ich so wir sind- lustig gefunden, als ich die Reaction habe gesehen Ja. habe. Aber vor allem, weißt du, was ich... Warte jetzt, was ist eigentlich die Lass die Flow hängen, so wie Fabi ihre Titten, oder? Ja, genau, ja, genau. Das ist nur... Das habe ich nicht mal so als heftige Punchline oder so gesehen. Das habe ich einfach nur so nebenbei so... Das war gar nicht der Front gewesen, eigentlich. Das ist nur so nebenbei so, ja, lass die Flow hängen, so wie Fabi ihre Titten. Mit dem haben sie fast am meisten gelacht. Und ich dachte, hä? Also ja, es ist schon... Aber ich habe eine geile Line gefunden, aber es ist nicht so... Ja, gut, aber sie ist halt da vielleicht auch komplett persönlich damit angegriffen, weil sie vielleicht auch, ja... Aber das ist ja das Lustige. Das ist ja das Lustige, mit was es jetzt kommt. Ja, jetzt müsste ich sagen noch nichts. Also es kommt jetzt erst weiter. Also, wo bist du? Bei 7? Ich bin bei 6,56 und danke Green für das Abo. Du siehst, hast du jetzt abonniert, komplett unehrenmann. Nein, Spaß. So, Also. 6,56, also 3, 2, 1, go. Hey Leute! Meine Titten sind professionell gemacht und stehen wie eine Eins. Oh mein Gott, Das Jungs. ist so- Das ist so Pause. Jetzt ist so Pause machen. Das ist, glaube ich, die schlechteste Antwort, die du auf einen Diss kannst geben, die heisst, deine Titten hängen. Die schlechteste Antwort, die du darauf kannst bringen, ist, hä, aber meine Titten sind gemacht. Das ist die... Die stehen wie eine Eins. Die Titten. Das, Oh Mann, es ist unglaublich, dass sie den gedroppt hat. Der Satz, der geht in die Meme-Bücher ein. Also, das ist unglaublich, der Satz. Oh, also. die sind professionell gemacht. Alter, das wollte sich die machen. Hey, Mann. Das ist ja. Aber das finde ich lustig, und das ist die Line, die sie am meisten hat getroffen. Aber das ist die, ich glaube, im ganzen Song fast am wenigsten Gewicht. Aber irgendwie ist es die, die am meisten getroffen hat. Das habe ich irgendwie komisch gefunden. Es kommen noch 2 Punches, die ich eigentlich viel geiler finde. Wo sie ja nicht so darauf reagiert, weil hier jetzt. Vor allem jetzt musst du hören, warte, wenn wir schnell weiterklicken, ich glaube, jetzt sagt sie dann auch etwas dazu, was ich gerade denke. Ja. Wenn wir mal schnell weitermachen. Ja, wir machen gerade schnell weiter, ja. In dem Fall, Wo bist du? ich bin bis 7 Minuten 9. Okay. Ja, also 3, 2, 1, go. Gehen raus an meinen Arzt, ich bin voll zufrieden, ey. Das ist hart. Der hat meine Brüste noch Danny nicht feiert zum gesehen. Schauen. Ja. Das ist Ja, das Marc. Problem. Ich find's super lustig, Marc, sorry, nein. aber ich habe echt geile Brüste. Ich weiß, das würdest du gerne sehen, aber
Diesen Namen Das gibt's absolut leider nicht, aber wenn du ihn so Lieber anschaust, nicht, lieber Ja, dann nicht. hat er die da unten. Also, aber schön, dass er mir schon auf die Brüste anscheinend geschaut hat. Oh, Scheiner, Mann. Schatz, bist Ja, du, aber bist nicht du richtig reizvoll, gut, ja. ne? Also er hat wahrscheinlich nicht richtig Ja, auf meine aber Brüste also geschaut. Marc, Nur noch kurz Pause. Ja. Das mit der. Anscheinend hat er mir auf die Brüste geschaut. Ja, moin. So gefühlt auf Instagram oder überall macht sie doch so ein bisschen freizügige Bilder, oder nicht? Oder, Nur wegen dem. So, wenn du eine Frau bist und ein Kleid oder ein Kleidungsstück an hast, das einen hohen Ausschnitt hat, logisch schau ich drauf. Ja, das. Oh, jede Frau. Also, egal wer. Also, es ist unglaublich, hey, die andere. Hey. Ah ja, die Fabian. Oh, übrigens hast du die Jeans die 14K geknackt. Was? Ja. Schon? Ja, da schon seit ein paar Minuten schreiben sie hier schon drin. Du hast die 14K jetzt geknackt. Hä? Nein, ich bin bei 13.998. Hey Jungs, was seid ihr von Unehren? Nee, Spaß, Spaß. Schauen wir weiter. Machen wir weiter? Aber Ja, komm, wir machen weiter. Ja, aber ich weiß eben nicht, ob hier die Rechtfertigung oder das Zeug kommt. Also, wo bist du gewesen? Bei 7 wie viel? Ich bin bei 7 Minuten 38. Mhm. Also, dann machen wir weiter. 3, 2, 1, go. ist schon hart. Der ist jetzt echt hart. Also, Ist- Marc, echt, also ist echt schon- hast du echt das unterste Niveau erreicht. Jetzt ist auf jeden Fall hart. Aber ist schon traurig, wenn man so tief suchen muss, ne? Warte schnell, Pause kurz. Tief suchen, Nein, so wie ihr sie Brust. Sorry nochmal. Aha, ja. Aber jetzt wäre eben die Aussage gekommen, die ich eben hätte sagen. Können wir nochmal schnell zurück? Ja, shit, die gehen wir zurück, ja, ist gut. 7,45. 7,45, sorry. Also, in dem Fall. Okay. 3, Jetzt 2, kannst du schnell reden. ja, 3, 2, 1, go. Jetzt ist auf jeden Fall Aber hart. ist schon traurig, wenn man so tief suchen muss, ne? Ja, Also anscheinend hat er nichts anderes gegen mich gefunden, wenn er mit den Titten kommen ich muss. glaube auch nicht. Okay. Vor allem, wenn er mit meinen schön gemachten Titten kommt. Also ich finde auch, also kann man nicht sagen. Sorry, Moment. Marc, ne? Genau, aber wir schauen jetzt gleich weiter auf jeden Fall. Weiter geht's. Schatz, komm. Ich hab echt Angst, ey. Aber schau ihn an, ey. Du bist so arg, Mann. Als würden meine Sie ist Titten so da triggert. unten sein. Hure. So Ja, arg. Man sieht, die ist hure aufgeregt. Hat sie hure aufgeregt. Titten als ich, Oh, ne? das ist schon arg. Es ist schon, also er haut schon rein, ja. Dass Wenn sie man so überlegt, lang, Moment, dass sie so kurz, lang ich auf bin dem echt Punkt immer rumhackt. sachlich geblieben bei meinem Holy Die Diss. shit. waren mega Wir waren mega sachlich und die einzigen, es ging nie unter die Gürtellinie. Und Und er ist nur unter und der er ist jetzt schon, Gürtellinie. er ist Also, schon Sorry, hart. Marc, aber das ist halt Also, Bro, du musst schon Lines finden, so die auch auf meinem Level sind. weißt du, was ich intellektuell meine? müsste man hergeben. So. Stopp. Jemand hat noch gerade 5 Franken donated. Josh, danke sehr, Josh. Danke sehr. Ich lese okay. Gerade deine Nachricht vor. Der Marc hat jetzt gerade etwas auf der Zunge. Jetzt schnell zu dieser Aussage. So, du musst zuerst mal mein Niveau erreichen und nachher, die Fabienne, ihre Aussage, du musst schon Lines bringen, die intellektueller sind als das. Aber meine absolut intellektuellste Line haben sie einfach ignoriert. Ja, genau, das habe ich euch ja dann gesehen mit dem Natriumchlorid, also mit der Salzreferenz. Salty, oder so? Also die Line war, meine Reaction hätte salty gemacht wie Natriumchlorid, oder? Ja. Ich bin in Chemie absolut in Null, aber das ist halt so, die Line habe ich echt hure gefeiert beim Schreiben, weil so, weißt du, ja, genau. Salty, also Natriumchlorid ist ja Salz. Ja, ich bin jetzt hier noch gerade auf Wikipedia gegangen, Leute hier, Natriumchlorid, ich klammer Kochsalz, das ist einfach die Natriumchlorid ist chemikalische. Salz und salty heisst, also weißt du, wenn man salty ist, den Ausdruck kennst du sicher, oder? Ja, klar. Eben. Und in Chemie sind ja Reaktionen und Natriumchlorid entsteht aus einer Reaktion raus. Also weil die zwei Stoffe, ich weiss jetzt eben Natrium und Chlorid, ich weiss nicht, Natrium und Chlor, oder keine Ahnung, das weiss ich nicht, aus welchen zwei Stoffen. Doch, Natrium und Chlor, NaCl, ja. Natrium und Chlor, eben. Genau, ja. Besteht aus der Reaktion oder entsteht aus der Reaktion von Natrium und Chlor. Und darum, meine Reaction hat die salty gemacht wie Natriumchlorid. Aber da gehe ich nicht drauf ein, weil das ist eine... Weil das ist sie nicht verstanden. Das ist sie sicher nicht verstanden. Und der Josh hat dir geschrieben, liebe Grüße an Marc, es ist wirklich ein richtig geiler Track. PS, das Best-of, das kommt gleich, geht viel länger als ich gedacht habe. LG Josh von Insta, hat er gesagt. Ja, merci vielmals, lieber Josh von Insta. Ja, das wollte ich sagen, genau. Das habe ich so lustig gefunden, also was du gesagt hast. Du musst schon,
weißt du, wenn der keine andere Angriffsfläche hat, so Dude. Erstens mal, ihre Angriffe kommen dann erst noch, weil die sind noch gar nicht vorgekommen. Und zweitens habe ich es so lustig gefunden, wie sie so tun, so ja, kommt zuerst mal an unser Niveau und er so checkt nicht mal das Line-Niveau von... Ja, genau, also... Ja. Also, wieso nicht? Keine Ahnung, das sind 2 Dudes, also die sind unglaublich, also wirklich. So, machen wir dann weiter, bei 8 Minuten 40 bin ich gewesen. Okay, 8 Minuten 40, ja. Genau, ja. Dann machen wir weiter, 3, 2, 1, go. Niveau kann jeder spielen. Heide. Und ich wechsle meine Tempos, so wie du beim Wichsen. Wie man sieht, Ja, wichsen muss er nicht mehr. Ich wirklich nicht mehr. Also, es tut mir leid, Marc. Oh, Sorry, Mann. Marc, wenn du das noch musst, ne? Aber Tut mir wirklich leid, ich glaube, da hat er sich selbst gedisst. Ja. Ich glaube, da hat er sich gemeint. Ich glaube auch, es tut mir echt leid, Ja. Marc, aber meine rechte Hand, die wird jetzt eigentlich nur noch zum Pumpen benutzt und Max ich jetzt. bin echt gut versorgt, will ich jetzt mal so sagen. Also, sorry, aber der Schuss ging ins Leere. sucht das einfach niemand für eine Scheissperson, die nur für ein bisschen Erfolg wie jedem zweiten Schweizer Bro. Schau, ich spül die weg mit dem Flow wie vor einer Sintflut. Nicht einmal in einem Parallel Universe würde ich dir sagen, du singst gut. Ehrlich gesagt, müsste ich dich nicht mehr dissen, du hast es nicht gut. Weil du bist ja mit der Fabienne zusammen und das ist ja eigentlich Diss genug. Fake dafür. Wie er es feiert. Ja, er hat aber riesen Freude Er daran. will uns jetzt echt den Boden treten. Also, ja. Ja, Schatz, was sagst du dazu? Irgendwo hat er ja sogar recht. Also ich habe ja echt nicht gerade den besten Ruf gehabt, ne, als du mit mir Was? zusammengekommen bist. Ja, also ich hab Aber ja, immerhin, also ich habe beim Bachelor die Liebe gesucht und ich habe beim Bachelor die Liebe Eben, gefunden. also wir Also sind echt von dem Oh, her... Pause. Glück. Ja, Pause kurz, ja. Da kann man viel dazu sagen, Mann. Okay, nur schnell. Also wer beim Bachelor die Liebe sucht, der ist schon verloren. Also, wenn sie das wirklich ernst meint, dann ja, kann sie intellektuell unmöglich auf dem gleichen Niveau sein wie da. So ein Ding ist das so. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte da gar nicht so gegen sie schießen, aber Nein. das Zeug, was sie zum Teil sagen. Oder auch so, weißt du, so, du merkst, dass sie haben einfach keine Ahnung, was sie noch sagen sollen, weil der Roast ist einfach gut gewesen. Und er so, du, ich kann ficken, aber du kannst gar nicht mehr ficken, haha. Ja, genau, so. ja. Ja, es ist Vor einfach... allem wissen sie ja, ob ich jemanden kann ficken oder nicht, oder? Ja, sie wissen alles von dir, oder? Nein, aber Also sie kann ich absolut nicht, aber... aber das können sie absolut nicht wissen, so. Aber eben, ja, auch nichts gegen sie persönlich oder so. Sie sind sicher eigentlich noch nett und so, aber sie sind einfach hier in der Reaction, merkt man einfach so ein bisschen, und es ist vor allem auch lustig, merkt man, wie sie so ein bisschen persönlich wahrscheinlich schon angegriffen gekommen sind in dem Video. Ich sage dem Schluss nochmal schnell etwas dazu. Aber schauen wir mal weiter. Ja, machen wir noch weiter, es geht ja noch... Ja, es geht verdammt lang, holy shit. Ja, von 9 Minuten 57 bin ich. Also. Dann von 3, 2, 1, go. Ja. Und wie gesagt, Bro, also flow-technisch nochmal musikalisch, also an sich der Track ist gut so, aber wenn du sagst, du machst mich mit deinem Flow fertig, du hast eine komplett andere Stilrichtung von einem Song und ich finde, das ist dann wirklich schwer zu vergleichen. Komplett. So eine schlechte Rechtfertigung, halt Alter. Trap und bleibt wenig hängen einfach und ich habe halt mehr diesen Bleibt wenig hängen. Sound gehabt. Aber jetzt und frage ich mich ja. halt trotzdem kurz, also findest du hast, ist das Dist genug, mich als Freundin zu haben? Nein. Das frage ich jetzt nicht. Also ich bin mir... Alter, Bist du glücklich Ich bin mit total mir? du musst nicht Pause zufrieden, drücken, dass aber ich es kommt dann das erst ist so eine eine Cringe-Szene im Ich bin Fall. sehr, sehr glücklich. Wo sie untereinander her, das. Das kann mir Marc auch nicht So nehmen. cringe. Ja, Aber das die ist kommt dann kurz, auch noch, kurz die kommt das. dann auch noch. Ja. Ah, die Szene. Ich sehe schon das Bild, ne? Ja. Gib ihm. Er ist leer, Leute. Schnell, dass einfach wirklich keiner kratzt. Liebe auf den ersten Klick, sag dir, wie ich denk. Du bist nur der Freund, was für einen Bachelor nicht gelangt. Du bist nur der Freund, weil für den Bachelor hat's nicht gereicht. Hier. Schau, dann ist Ist hart, aber der ist so hart, offen. leider, ne? Also, Wie sie... ja, da können wir nicht viel Da sagen. können wir nicht viel sagen. Ne? Wieso sagt sie das? Ja. Das ist echt hart. Wieso sagt sie Ja, eben. Ja, aber Ich bin die zweite Wahl, ja. Eben, hier jetzt. Wieso? Schade, sagt sie jetzt nicht mal was. Wieso? ja, Mach Pause, eigentlich Pause. ist Ja, es- warte. Hier sieht sie einfach nicht. Wie cringe ist das gewesen? Wieso sagt sie nicht nein? Ja, also das ist jetzt das Einfachste, aber eigentlich sie denkt so, ja, doch.
Wieso sagt sie nicht? Wieso sagt sie nicht, ich bin nicht mit dir zusammen, weil es mit dem Bachelor nicht gelangt hat, weil ich einfach dich cool finde? Einfach das hätte sie können sagen. Dann sagt sie... Aber sie sagt nichts, ja, nichts. Irgendwie stimmt. Sie sagt, hä? Wieso sagt sie das? Es ist wirklich komisch. Also ich wollte ja nichts unterstellen, aber es ist wirklich ein bisschen komisch. Wieso? Sieht sie nicht... Es ist ganz einfach sagen, ja, seit ich die gefunden habe, weiss, dass der Bachelor weniger war, oder ich bin froh, habe ich die gefunden, nicht der Bachelor oder so. Aber, hä? Ja. Du, vor allem, Alter, der Danny hat mir richtig leid da gerade so, weil ich denke mir so, wieso, also weißt du, er denkt sich sicher so, ja okay, jetzt sagst du gerade so. Ja, genau. Nein. Dann sagt sie einfach nichts. Nein, und du siehst seinen Blick, wenn er so lang so bleibt, so, ja, können wir nichts machen. Scheiße, so, ging weiter so. Sag mal etwas. Jetzt kommt die Part, Fabian, jetzt musst du etwas sagen. Vorher hat sie ja genau das Umgekehrte gefragt. Eigentlich. Und er hat gesagt, nein, sicher, ich liebe dich über alles, kann mich niemand nehmen. Ja, moin. Ja. Ja, jedenfalls, also, schau jetzt sind eigentlich alle Fronts oder so, oder alle Punchlines oder so sind jetzt gekommen. Und bei allen Lines, die ich persönlich, also geil, oder wo so richtige Punches waren, haben sie müssen lachen. Oder auch der Danny hat es lustig gefunden. Oder du hast auch gemerkt, dass sie getroffen haben. Das heisst doch so schlecht, können sie nicht sein. Nein, also, sie ist ja auf jeden Fall unterhaltsam gefunden. Es hat ihnen gut gefallen. Wieso nicht? Keine Ahnung. Ja, und jetzt, also gut, jetzt kommt einfach noch. Jetzt kommt nochmal die Hook und dann noch Bridge und nochmal die Hook. Und nachher schaut sie es einfach an und dann sagt die Bridge findet er melodisch geil. Merci für das. Und nachher sagen sie nochmal so grob gesagt, ja, komm, es ist niveaulos unter der Gürtellinie und so. Und da hat sie mehr von mir erwartet und so. Also, da habe ich jetzt noch schnell etwas dazu möchte sagen. Und zwar, wissen Sie, was ein Diss-Track ist? Weil in einem Diss-Track geht es doch genau um das. Es geht doch genau darum, die Gegner zu zerstören, oder nicht? Ja, genau, ja. Und um genau das geht's. Und du zerstörst die Gegner in einem Diss-Track, indem du geile Lines bringst, indem du einen geilen Text bringst. Oh, du bist gerade am Legacy. Sorry. Und genau das habe ich probiert und so wie es aussieht, haben meine Punches so gewirkt, weil es wären nicht so cringy Situationen entstanden, wo es sich so anschauen, so Also irgendwie hat es ja so gewirkt, wie es hätte sollen. Und darum check ich nicht, was das Problem damit ist, wenn ich in meinem Diss-Track ein bisschen unter der Gürtellinie bin, weil ich finde so. Ja, genau. Aber so sehr, also weißt du, du hast ja nichts gemacht, wo die Leute nicht wissen. Also, du hast ja nichts gebracht, wo irgendwie Secret-Sachen droppt, die niemand weiss. Genau, so. ja. Ich denke, wow, krass. Sondern es war alles öffentlich zugängliches Zeug, wo jeder, der sie verfolgt oder jeder, der sie sieht und macht, was sie machen, kann auch drauf kommen. Eben, das kann ja jeder wissen. Es ist ja nichts Geheimnis oder so veröffentlicht worden oder so. Oder nichts unehrenhaft. Du hast ja nichts gemacht, wo man nicht dürfte oder wo scheiße wäre von deiner Seite aus. Du hast ja einfach nur das wiedergegeben. Lyrisch schön aufbereitet. In einem Lied, wo eigentlich frei zugänglich ist für alle. Keine Ahnung. Also ich persönlich bin einfach der Meinung, es ist einfach ein Diss-Track. Genauso wie ein Diss-Track muss sein. Fertig. Aber jetzt, weißt du, ob man jetzt vielleicht den noch ein bisschen niveauvoller hätte können machen können. Also die Hook ist jetzt schon nicht so die lyrisch anspruchsvollste, so ja, du bist nur ein Bitch und so. Aber, ja, klar. Aber das ist ja nicht... Keine Ahnung, ich habe vor allem darauf geachtet, dass die Hook ins Ohr geht, dass man sich sehr gut kann merken und so. Und ich finde, das ist recht gut gelungen. Also mir gefällt der Song gut und ich finde, es ist einfach ein Diss-Track, genauso wie ich mir so vorstelle, dass von mir ein Diss-Track aussehen. Und darum finde ich es dann ein bisschen weird, wenn man dann rumgerannt, weil Disses sind vorkommen. So, was erwartest du in einem Diss-Track? Ja, aber ich finde ihn noch geil gefunden. Und es ist einfach ganz normal, es ist ja nicht ein schlimmer Diss-Track oder so, überhaupt nicht, finde ich. Und fix braucht er seine rechte Hand. Ja, schon wahrscheinlich, ich glaube auch, ja. Weißt du, es noch eine lustige Story, die ich noch erzählen kann? Oh, eine Real-Life-Story oder was? Ja. Weißt du, wer mir auf Insta hat geschrieben nach dem Diss-Track? Nein. Doch, aber nein.
Ich habe es in die Gruppe geschickt. Ja, genau, ja, das ist ja uns geschickt. Ja. Aber Ja. Haus Also, ist liebe lustig, wirklich Zuschauer. lustig, wirklich lustig. Liebe Zuschauer, wer mir auf Insta hat geschrieben, der Bruder von Fabienne, hat er geschrieben, richtig erbärmliche Scheiße, er hat nie mehr so über meine Schwester, armes Tröpfli bist. Holy shit, der Sieg, ey. Er hat sich hure aufgeregt. Moin. Dann habe ich also gedacht, Dude, hast du irgendeinen Plan? Dann habe ich so geschrieben, da versteht jemand das Prinzip von einem Diss-Track. Dann hat er geschrieben, du verstehst nicht, dass man öffentlich meine Sis beleidigt wegen dem Aussehen. Dann habe ich geschrieben, in einem Diss-Track darf man das. Dann schreibt er, bestimmst du, was ein Diss-Track ist? Nein, also los, sieh nächstes Mal einfach aus dem Diss-Wack. Oh. Nee, Dann aber habe ich geschrieben, jeder von deinen Zuschauern, also jetzt ganz ehrlich, jeder von deinen Zuschauern wäre jetzt nicht übergegangen und Fabian irgendwie hate oder irgendwie wegen ihrer Aussehen oder so ein Problem haben. Überhaupt nicht. Also das ist ja... Jeder von deinen Zuschauern, von deinen mittlerweile hoffentlich 14'000, also hier schreiben gegen noch Leute drin, du bist jetzt 14'000, also wahrscheinlich schon. Von deinen 14'000, die verstanden, dass das nicht ernst gemeint ist und dass das einfach ein Diss-Track ist. Und Diss-Tracks auf YouTube sind ja nicht... Ja... Ich weiß nicht, wie ernst also, es sind übrigens jetzt 14'003. Nice, gratuliere. Also merci an alle, die haben abonniert, Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Aber eben, ich wollte noch schnell den Chat weiter vorlesen, weil ich es einfach so unterhaltsam finde. Weil ich echt so... Ja, ist noch weitergegangen, der Chat. Ja, das geht noch weiter. Eben nicht Okay, ja. geschrieben, bestimmst du, was ein Diss-Track ist? Nein, also lass sie nächstes Mal einfach aus dem Diss-Wack. Dann habe ich geschrieben, nein, ich bestimme nicht, was ein Diss-Track ist, aber ich bestimme, was im Diss-Track ist. Und ein guter Diss-Track machen gute Lines, Schrägstrich Punches, Schrägstrich Fronts mit Gegnerbezug aus. Und das habe ich alles in meinem Track gehabt. Tönt abgehoben, ist aber so. Dann hat er geschrieben, lass sie einfach nächstes Mal. Fertig Diskussion. Dann habe ich geschrieben, nein, Lachsmiley, aber danke fürs Diskutieren. Wenn man keine Argumente hat, sondern nur rumrennen kann, zeigt das für mich, dass man verloren hat. Und nachher hat er geschrieben, hey nein, akzeptiere einfach, dass ich das nicht hören will. Geht mir null um gewinnen oder verlieren. Dann habe ich geschrieben, dann verstehe ich nicht, wieso du mir schreibst, du scheinst absolut nichts zu checken. Dann schreibt er, ich checke, dass du meine Sis in deinem Track runterlässt und ich dir sagen, mach's nicht mehr. Was ist so schwierig? Dann, es ist ein Diss-Track. Das Ziel von einem Diss-Track ist es, Leute zu dissen. Was ist so schwierig? Dann schreibt er, ja und, aber nicht meine Sis. Ich sage es dir einfach, mach's nicht mehr, akzeptier's doch einfach. Hast du noch 8 Milliarden andere Menschen, die kannst dissen kannst? Was? Bei anderen Menschen ist okay. Aber dann habe ich geschrieben, ja okay, stimmt, sorry, wenn es deine Schwester ist es natürlich scheiße. Aber bei den anderen 8 Milliarden Leuten ist es dann wieder okay. Gib doch einfach Ruhe, Dude, habe ich geschrieben. Dann schreibt er, du verstehst es nicht, was ich dir sagen will. Lass sie einfach aus eurem Diss-Track Kinderduell. Und dann habe ich geschrieben, ich verstehe genau, was du willst sagen. Es ist einfach dumm. Darum akzeptiere jetzt einfach die Niederlage und gut ist. Jeder checkt, dass es nur ein Diss-Track ist. Deine Schwester, by the way, auch. Ich verstehe mich privat gut mit ihr. Dann hat er nichts mehr geantwortet auf das, wahrscheinlich nicht mehr gewusst. Scheiße. Ja, und die Schwester hat ja eigentlich ursprünglich auch so ein bisschen wollen, dass du den Diss-Track droppst. Also Ja. sie hat ja nicht, sie hat überhaupt nicht... Ja, sie hat das beide wollen. Also, ja. Ja. Aber es ist einfach, ja. Das Video... Ich finde es verdammt schade, weil das ganze Zeug mit Daniel Paris und so, weißt du, ich habe ja nicht Beef mit ihm. Ich verstehe mich eigentlich privat wirklich gut mit ihm. So, also ich habe ihn auch schon einmal in Real Life gesehen. Also ich finde das, was er auf YouTube macht oder hat gemacht, halt nicht so nice. Aber das Ja, voilà, ja. Macht für mich nicht aus, ob ich nicht scheiße bin oder nicht. So, ich verstehe mich. Ich finde ihn im Fall wirklich sehr sympathisch als Privatperson und auch Fabian finde ich sympathisch. Wenn es darum geht, er macht einen Diss-Track und ich habe ihn gefragt, yo, kann ich eine Antwort-Diss-Track machen? Ich habe ihn wirklich sogar gefragt, kann ich eine Antwort-Diss-Track machen? Ich gehe dann wahrscheinlich ein bisschen all in. Dann sagt er ja. Ja, dann mache ich das. Und dann musst du nicht rumrennen, wenn es dann... Also, keine Ahnung. Ja, aber das ist komisch, aber ich habe das Gefühl, er hat es noch relativ sportlich genommen. Ja, aber also ich finde er hat es recht sportlich genommen und Fabienne hat halt einfach, ich glaube, sie hat sich echt ein bisschen zu fest angegriffen gefühlt. Und darum hat sie es nicht so
nicht so viel. Ich glaube, wenn sie es ein bisschen objektiver würden betrachten, würden sie vielleicht merken, dass es gar nicht so schlimm ist, wie sie meinen. Genau, ja, und einfach jetzt darüber lachen so mäßig wäre am besten angekommen. Wäre am coolsten gewesen, wahrscheinlich, ja. Genau. Ja. So, lesen wir mal wieder ein bisschen den Chat, den habe ich schon lange nicht gelesen. Nee, auch nicht, ja. Gibt es mal ein Fan-Treff, schreibt Fribourg-Gotteron-Fan für immer. Ja, oder? Kann man da schon? Ja. 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 Es gibt ja mal ein Fan-Treff. Ich weiß nicht, wo du den Kommentar hast gesehen. Fribourg-Gotteron Fan für immer. Ja, gibt es mal ein Fan-Treff? Ja, es geht eh noch. Und noch in diesem Jahr. Aber News, Infos zu dem kommt auf jeden Fall dann noch detaillierter. Genau. Aber ja, er hat jetzt geschrieben, hey Mark, Milo, kommen dir an Chance Fan treffen, bitte kommt. Ja, eben. Das ist das, was der Milo hat. Ja, das ist das. Also das ist eigentlich von uns allen. Es ist einfach, wir machen es, sobald Can und Adi beide ihre 10K herrichten. Also dann fangen wir an, richtig mit der Planung. So. Genau, ja. Und der Adi hat jetzt seine 10'000 Abos. Und der Can ist auch kurz davor, irgendetwas mit 9'700 oder so hat. Und dann eben ab dann, wenn sie beide 10'000 haben, fangen wir es dann an planen. Und da werden wieder die üblichen Kandidaten dabei sein. Der Maelo wird auch dabei sein. Eben der Adi, der Can, ich. Und der Lia wahrscheinlich auch, oder? Ja, nimmt man es an schon. Also fände ich auch cool, wenn er dabei wäre. Er ist ja immer da noch im Chat, ja. Genau. Der Stucki kommt vielleicht auch noch. Und ja, genau. Vor allem, aber das wird richtig geiles Treffen. Ey, das wird wahrscheinlich auch gross, habe ich das Gefühl. Also so. Ja. Da werden wir echt etwas Grosses daraus machen als letztes Jahr. Ja, wahrscheinlich schon. Da wird organisatorisch vielleicht ein bisschen mehr gemacht. Ja. Voll. 10K, geil, gratulieren. Wahrscheinlich eben zum Adi. Ja, gratulieren noch im Adi für 10K. Ja. Ja, bei dir ist das auch langsam Zeit, mal. Ja, irgendwann einmal vielleicht. Irgendwann einmal. Keine Ahnung. Mal schauen, ja. Schon nicht mehr so weit weg, oder? Eventuell einmal, ja. Wow. Ja. 8,3, ja. Wenn du ein bisschen grind ist, dann hast du es. Ja, auf jeden Fall. Also schreiben noch Leute, du sollst auch mal ein Shooter-Video machen. Ja, moin. Will ich auch einfach absolut nicht. Shooter YouTube. Der Chat nicht aktuell. Schon? Aktuell als du, wo ich sehe, die Shoot-Fragen nie. Schon? Das Neueste bei mir ist, was ist eigentlich mit dem Stucki? Hat der keinen Bock mehr? Das ist bei mir der neueste Kommentar. Wahrscheinlich. Ich tue das mal neu laden. Vielleicht bin ich nicht also, da. Mit dem Stucki ist, liebe Fische, der hat was an der Stelle auch ein bisschen ähnliche Probleme wie ich, so mit Sachen durchziehen und so. Aber ist, glaube ich, immer noch ein bisschen damit am Kämpfen. Also und der Stucki hat, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, er weiß nicht so ganz, was er machen will, so auf YouTube und Instagram, so, was für Content er machen will. Er ist ein bisschen so eine Zwickmühle. Aber ich glaube, Stucki kommt in nächster Zeit auch wieder ein bisschen mehr. Ja, aber ich will es würde im freuen, wenn der Stucki ein bisschen mehr aktiv ist. Das wäre sehr, sehr geil. Also ja, eben, er macht schon geile Sachen und so. Und voll. Ja. Vor allem ich persönlich finde einfach der Stucki. Also ich finde Sachen, die er macht, zum Teil, wenn ich dort live dabei wäre, wäre es mir so unangenehm oder so. Aber ich finde, der Stucki hat echt so eine Art, wo hure Potenzial hat, erfolgreich zu sein. Also weißt du so. Ja, ist einfach auch so ein spezieller Charakter, der Boy. Genau, das ist genau das. Er ist so ein Charakter, weißt du, wo einfach. Was an der Stelle. Ich finde irgendwie. Hure viel, weißt du, so erfolgreiche Leute sind so Characters oder haben so etwas, was so hure auszeichnet oder so ausmacht, so abhebt von anderen. Und eben beim Stucki ist das so seine Art, irgendwie, habe ich das Gefühl. So, irgendwie der hat so eine komplett eigene Art. Und ich denke, der könnte recht erfolgreich sein, wenn er ein bisschen Gas geben würde. Ja, würde ich sagen, nie auch so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der voll könnte. Oh, jemand hat gespendet. Was an der Stelle. Ah ne, Fabo hat abonniert. Danke sehr. Ah ne, schau jetzt noch los zu von Pegu17. Ja, eventuell am Ende vom Stream gucken, aber eigentlich spenden müsst ihr nicht unbedingt für drin schreiben, ob ihr das Video mir einzieht oder so. Könnt ihr mir einfach in den Chat schreiben. Geht ungefähr die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass wir einziehen. Aber ja, danke sehr, sehr, sehr vielmals für Spenden. Das ist dann auch immer so ein bisschen, da haben wir auch immer so ein bisschen einen Druck, weil
weißt, wenn du schreibst, wenn du hast jetzt extra Geld gespendet und schreibst, schau das an, dann fühlt man sich so, muss ich das schauen? Und weißt auch vielleicht, wenn man es schauen will, aber nachher denken andere, okay, jetzt habe ich gespendet und nachher hat er ein Video geschaut, wo ich das reingeschrieben habe. Und nachher, weißt du, nur noch Leute einfach so spenden zum Songtitel oder so reinschreiben oder so Sachen reinschreiben. Und man kann auch nicht auf alle eingehen. Weißt du? Und das ist schon das Negative daran. Ich will eben nicht, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie spenden und dann kommt das Video. Das wollte ich aber nicht unbedingt. Oh, der Yaxulululu. 10 Franken. Hey, kennst du den Yaxulululu? Nein. Er ist ein Streamer auf Twitch und wirklich noch unterhaltsamer Dude. Macht leider nicht so viele YouTube-Videos, aber er ist ja unterhaltsamer Dude und sollte ja mal ein bisschen mehr YouTube-Videos machen, der Boy. Genau, danke sehr. Hallo. Ja, danke Yaxulu. Oder ja, gut, ich muss nicht danke sagen, das ist mir mehr, aber auf jeden Fall sehr generous, allgemein alle, die spenden. Hey, generell jetzt so. Männer und Ehrenfrauen. Jetzt generell auch bei unserer Szene und so, generell unsere ganze Zuschauerschaft und so ist geil. Es ist langsam, wie das Ganze sich entwickelt und so, ist wirklich sehr, sehr geil und es freut mich hure. Kommen so viele Leute vielleicht auch aufmerksam jetzt auf die Schweizer Szene, auch wegen Leuten wie Marc zum Beispiel, die so, fühlt sich virale Tracks raushauen. Ja, das ist sehr geil. Also, und die Szene ist momentan wirklich sehr, sehr geil. Und die Leute verstehen auch, wenn wir jetzt zum Beispiel da gesehen haben, nicht unbedingt Spenden für Videos sich einzuziehen. Das finde ich geil, ja. Ja. Aber ja, ich will sagen, ich finde es super geil mit Szenen im Moment. Also ich merke, bei mir zumindest, merke ich so, das Community-Feeling ist viel mehr da als bis jetzt je zuvor. Irgendwie, es ist so, ja wirklich, jedes Mal, wenn ich so in Kommentare gehe, so, denke ich so, das sind alles Leute, die sich das reingezogen und feiern und extra kommentieren und so. Und das finde ich so krass. Also jetzt im Moment habe ich wirklich so das Community-Feeling, wie ich glaube noch nie. Das ist geil, das ist wirklich geil. Ja. Also, aber jetzt zum Beispiel hier beim Livestream, ich bin schon ein bisschen fassungslos, wie viele Leute, die jetzt schon mal gespendet haben in diesem Stream, in dem ganz kurzen Stream, es gibt 70 Minuten und dass das so viele Leute gespendet haben, ist eigentlich krass, also ja, wirklich sehr, sehr geil. 20 Zuschauer. Ja. Liebe Fische. Und nochmal, jetzt Jensen, 12 Franken. Oh. Was für ein Du, also es ist wirklich krass, also ganz, ganz grosses Dankeschön. Ja. Ja, es ist... Ich finde, hey, ohne Scheiß streamen macht so Spaß. Ich muss das ohne Scheiß. Ich muss mir jetzt echt so eine scheiß Webcam kaufen. Ja, gönn dir so eine hohe Webcam und fang an, irgendwie auf YouTube so ein bisschen Reaction-Streams zu machen oder einfach ein bisschen labern mit der Community. Ist wirklich geil. Und ja, es ist wirklich eine coole Sache. Vor allem die immer, weißt du, so die Streams schauen, das sind so die richtig aktiven. Weißt, ja, so genau, ja. Vor allem die lang den Stream sich einziehen. Das ist ja wirklich der richtige. Und das finde ich hure geil. Ich gönne schon dir oft Streams von Leuten. Ja, von Leuten generell. Von Leuten. Also ich schaue nicht so viele Streams, ehrlich gesagt. Aber ich finde es eigentlich geil. Also immer, wenn ich Streams schaue, finde ich es eigentlich... Ja gut, ich würde es nicht schauen. Aber ja, also ich finde Streams etwas hure Geiles eigentlich auch zum Schauen. Aber ich habe jetzt nicht so viele Streams, weißt du, die ich so aktiv verfolge. Aber zum Beispiel... Keine Ahnung, Monte schaue ich eigentlich nie live zum Beispiel. Und dann schaue ich einfach immer so Highlights oder Monte, halt so... Monte, wie ich gesagt Monte. Der hure Monte, hä? Ja. Auf dem schaue ich halt auch Zeug und dann von unten schaue ich auch ab und zu Zeug. Aber sonst so live wirklich schauen, tue ich fast nie, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin nie dann aktiv etwas am schauen, wenn die streamen. Und wenn, dann schaue ich mir es lieber irgendwie im Nachhinein an. Ja, genau. Ja, das habe ich auch noch oft, dass ich gerade einfach nebenbei so ein bisschen chillen und fast wie ein Podcast mir die Videos einziehen, die im Stream manchmal entstanden. Das ist wirklich noch geil. Und ja, Xulululu, da muss ich ja auf YouTube einfach streamen. Mit 2 Franken. Ja, das geschieht auf YouTube streamen, boy. Spaß. Dings. Was wir mal können machen, ist eine Live-Privatchat-Folge. Ja, das können wir auf jeden Fall mal machen. Da bin ich hure dabei. Leute, die hier im Chat sind, kennen ihr eigentlich den Privatchat-Podcast? Wer kennt ihn, wer kennt ihn nicht? Also, wir haben einen Podcast, der heißt Privatchat-Podcast. Da kann ich auf Spotify, Apple Music und so weiter abspielen. Und kennt ihr den? Wenn ja,
dann schreibt ja und sonst nein oder so. Genau, wenn ihr ihn nicht kennt, dann geht noch mal hören. Also die neue Folge müsst ihr nicht hören, wo ich nicht drin bin. Ja, nee, das war die beste Folge bis jetzt. Also, Spaß. Ja, ich habe dort abgeschaut, also ich habe auch gehört, den Podcast, aber ich habe dort geschaut, wo er über Game of Thrones hat, aber wo ich es mal schauen und nicht gespoilert werden. Da hat es die Huren nicht mehr gejuckt. Ja, und Montana Black Legende, ja, schon ein bisschen. Ich verfolge das hier auch relativ viel. Ja, das habe ich schon in die Story gepostet. Was hat er in die Story gepostet, der Lia? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Grüße aus Gifas gehen raus vom Jans. Oh, 2 Franken spenden. Das hier, der Jans, ich weiß sogar, wer das ist, weil er wohnt in der Nähe von mir. Und der Dude, der spinnt. Der spinnt. Er hat zu viel. Er verdient zu viel Geld, das hier wahrscheinlich. Wie viel? Aha, das ist immer der gleiche, der Nein schreibt. Jetzt habe ich schon gedacht, wie viele Leute schreiben Nein. Jawohl, die Leute kennen ihn. Schreiben wirklich viel Nein? Nein! Ja, die trollen die Leute, trollen, ich weiß es für sicher. Oder? Ja. Ey, Jungs, wenn ihr den nicht kennt, also dann, nur Troll, ist der gleiche, 30 Mal der gleiche, Jungs. Ja. Komm, aber weißt du was, wir machen jetzt auf Ehre, gehen wir jetzt das hören, was der eine vorgeschlagen hat. Okay, ja. Ist gut. Ja, genau. Einfach, wie heißt das jetzt? Los zu. Der ist jetzt schon, glaube ich, seit Anfang an dabei und der wünscht sich jetzt das schon so lange. Los zu, Pegu 17. Ah, das ist ein Song. Ja, was hast du gemeint? Ja, moin, hast du nicht gewusst. Hier, das Video Los zu ist endlich fertig. Okay. Hier. Los zu, Pegu 17. Los zu, Tommy Milfiger. Was? Tommy Milfiger. Oh, was los? Okay. Wie ziehen uns jetzt das Video? Ist das er, der geschrieben hat? Nein. Ich weiß nicht. Hast du Dings gesehen? The Walking Dead? Nein, habe ich nicht gesehen, aber nein. Nein. Oder kennst du The Punisher? Oh, nicht, nein. Aber weißt du, wie der Schauspieler aussieht von The Punisher? Der Punisher, was will? Ah, hier. Der da, ich sehe es gerade. Der Typ. Ja. Der hier. Auf dem Thumbnail vom Lost zu Track sieht der irgendwie so aus wie der. Ah ja, schon ein bisschen. Das hat etwas. So wie hier. Ja, hat etwas. So. Hier, Pegu 17, Tommy Milfiger, Lost zu, produced by Retard. Ist das eigentlich ein Joke-Song oder was ist echt das? Nein. Ich weiß nicht, wir sehen es jetzt. Ja, machen wir 3. Oh shit. Ja, alle 3, 2, 1, go. Was ist echt das für ein Song? Der war nicht schlecht. Yo, Tommy, was haltest du eigentlich von einem neuen Rap? Yo, Alter, das wäre fix mal Zeit, das hast du im Sinn gehabt. Ja, keine Ahnung, so random. Los zu, ich bin nicht für nichts da. Bitch, du willst alles, aber von mir hast noch nichts gehabt. Drum los zu, wo da sitzen ist mein Part. Ich vermeid schwarz als Roadcross bis im Tag. Ey, bin fokussiert wie ein Bär, der grilliert, wie ein Messi, der sortiert und so hyperventiliert. Ja genau, so wird's lernen, wenn deine Bitch ausnahmsweise Nacht wird stehen, aber nicht von dir. Das wär doch alles gelogen. Gaspar mal rein, und schon bin ich wieder geschoben, aber jetzt, das ist ein Gauner. Zuerst gib ich dir's ja, und dann nehm ich die näher. Er hat einen besseren Flow als Daniel Paris. Ja, wirklich, er hat schnell Pause gemacht. Wirklich, er hat einen besseren Flow als der Daniel Paris. Ja, er trifft echt den Takt besser. Und ist Berner oder dialektmäßig? Ja, safe. Und Bern ist wirklich so ein bisschen die Hauptstadt von der Musik. So ein bisschen. Aber generell, also wirklich, in Bern, der Shit geht down in Bern. Ja. Freiburg aber auch. So. Ja. Also, sorry, lassen wir weiter. Wo bist du? Ich bin bei 43 Sekunden. Ah, okay. Gut. Also, dann von 3, 2, 1, go. Gehst du Rap Crew, Beats geben weiter. Egal ob Beat 2 Takt, on Beat auf 4 Takt, mit mir tönt alles ab. Lass zu, wenn ich rede und versteh, was ich sage. Und laufen wir folgen, Rap lang entgegen. Lass zu, wenn ich rede und versteh, was ich sage. Lass zu, wenn ich rede und versteh, was ich sage. Und gang wie ein Stone, der Häuptling des Lebens. Lass zu, wenn ich rede und versteh, was ich sage. Los zu, ich bin immer da, wenn's abgeht. Bin auch immer da, wenn's um Sound und Tauch geht. Aber ich bin wie ein Bär fürs Leben. Drum los zu, wenn ich wieder etwas sage. Los zu, wir sind immer da, wenn's abgeht. Sind auch immer da, wenn's um Sound und Tauch geht. Aber es bleiben wir alle zusammen und alle geben, wenn wir etwas sagen. Ja, wenn wir etwas sagen, laut jede Ho plötzlich nur noch vergeben.
weil wir sind ziemlich mächtig und mach jedem Strich ein Strich der Rechnung, ja. Komm nicht ein 1 gegen 1, gescheiter ein 1 gegen 10, wo ich kann's vergessen. Und hast das Gefühl, du willst dich mit mir messen, dann solltest du vielleicht weniger Pilzchen fressen, ja. Lass lieber mir zu, schau über wie unser Pulver will, von mir ist nie genug. Komm, von mir ist nie genug, kannst machen was du willst, aber von mir ist nie Ruhe. Gib Ruhe, wenn der King chippt, gang in die Apotheke und füll auf, wenn der King sitzt. Ja, jetzt wart, bis der Mix kickt, weil die Mischung ist der new shit. Die Bitches, die können nicht alle snitchen bei Liches, weil ich bin so präsent, so wie Zitronen mit Fisches. Aber eins muss ich sagen, du bist nicht was ich will, du was ich will, ist ein Stecken, wo ich stufe, das wär top. Schon als kleiner Gil, bin ich steck wieder auf, Halbton um Halbton und gebe Gänge einen Fick drauf. Was andere sagen, wieso muss mich interessieren, was andere sagen, ich glaub nicht, nein. Ich mache Gangbang mit ihrer Gang, mit meiner Gang, der Puls sinkt du, hey, klein Blut an den Hang, es ist easy, der Beat für easy, bitch. Stand bitte leisli. Los zu, ich bin immer da, wenn's abgeht. Ich bin auch immer da, wenn's um Sound und Tauch geht. Aber ich bin wie ein Bär fürs Leben. Drum los zu, wenn ich wieder etwas sage. Los zu, wir sind immer da, wenn's abgeht. Sie auch immer da, wenn's um Sound und Tauch geht. Aber das Bliffen tun wir alle zusammen. Und alle geben, wenn wir etwas sagen. Alle zusammen. Alle zusammen. Und alle geben, wenn wir etwas sagen. Aber die einzige Frage, die ich mir jetzt stelle... Oh, was? Welche Frage? Ist der Mensch... Ist er da, wenn es um Sound to Alk geht? Ja, lass zu, Bro, ich weiß es nicht genau. Ich habe es fast nicht gehört. Was ist deine Meinung zum Track? Meine Meinung, aus jemandem, der jetzt nicht so sehr in dem Ganzen drin ist, der nicht so unbedingt Ahnung hat von dem Ganzen. Ich finde der noch geil tönt und das Video ist auch nicht schlecht gewesen, ich habe noch geil gefunden. Ja, also ich habe es wirklich noch cool gefunden, ja. Also ich muss sagen, ich habe es auch noch nice gefunden, das Ding ist so ein bisschen ein eigenes Seil irgendwie. Aber ich habe so das Zeug, was die haben gesagt, ist mir irgendwie ein bisschen random vorgekommen, aber das finde ich ist nicht zwingend etwas Schlechtes. Mhm. Ja, manchmal, was hat er gesehen mit Zitronen und ich bin nicht ganz draus gekommen. Ja gut, das habe ich vielleicht, das ist vielleicht, weil ich so dumm war, um es zu checken. Fisch und Zitronen, ich weiß nicht mehr genau was, aber ja, aber bin ja nicht... Ich glaube, das könnte ja sein, ja. Oder vielleicht oder China Inside oder so, aber heftig, ja, ist noch geil. Also muss ich sagen, ja. Haben wir jetzt auch noch. Pegu 17 und Tommy Milfiger, nice. Ja. Also, was die vielleicht noch sagen können, was ich aber jetzt selber auch nicht viel besser... Du bist aber ein bisschen am Legen bei mir, tatsächlich. Ah, sorry. Mann. Hä, was ist denn da los? Ich bin nicht wieder... Ja, ging noch ein bisschen, aber mach halt, man versteht dich schon. Also, jetzt, nochmal Versuch. So. Ja, mach noch. Ja. Vielleicht können wir es noch ein bisschen besser abmischen. So. Ja, das habe ich auch so ein bisschen gedacht. Ja, jetzt zum Beispiel im Unterschied mit dir. Es klingt noch ein bisschen so Audacity-mäßig irgendwie, habe ich das Gefühl. Mhm. Also aber so, das Maximum muss Audacity rausgehauen, so mäßig. Ja, also, ich weiß nicht, ob es mit Audacity gemacht hat, aber also ich muss sagen, ich finde, es muss nicht mal gut abgemischt sein, dass es kann gut sein. Und ich finde, das ist recht gut. Also, ich finde es auch gut, ja. Also ich finde es gut gemacht und das Cover ist ja noch geil da, wenn ich es gerade sehe, bei seinem Kanal und so, ist noch geil gemacht. Voll, ja. Also ich finde jetzt zum Beispiel rap-technisch, weißt du, zum Beispiel so vom Catchiness-Faktor her, würde ich zum Beispiel sagen, ist Daniel Paris sein Track schon noch ein bisschen catchiger jetzt zum Beispiel. Mhm, aber wegen Hook und so, rein ja. rap-technisch ist das besser. Ist das viel besser gewesen. Viel besser. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und die Dudes sind auch noch jung, also sind noch relativ jung, habe ich das Gefühl. Ja, Der Sammy-Zeug ist der Sammy, der hat da die Kamera gemacht. Ah, der Sammy. Der kennt man auch. So. Ja, der Livestream-Chat gar nicht mehr offen, moin. Da wird schon bei Chat Mark tönt, als hätte er Autotune drauf. Ja, der Mark eigentlich hat er gegen Autotune drauf. Eigentlich tönt seine Stimme gar nicht so. Müssen das Fan-Treffen kommen, um seine echte Stimme zu hören. Jetzt hast du bei mir jetzt so extrem gelaggt. Ehrlich? Hast du nicht verstanden, was ich gesehen habe? Nein, nichts. Ja, gesehen. Du hast eigentlich immer bei jedem Video, bei jedem Stream, bei jedem Track hast du hure Autotune drauf. Eigentlich tönst du gar nicht so, wie du wirklich tönst. Sie müssen alle jetzt Fan-Treffen kommen. Sie müssen alle jetzt Fan-Treffen kommen. Aha!
Okay, nein, warte. Nein, wir machen doch das Fan-Treffen, oder? Du müsst unbedingt alle das Fan-Treffen kommen. Hey, ich glaube, also ich schiebe ihn dann mal. Ja, mach nur. Ich mache den Stream wahrscheinlich auch nicht mehr so lange, also wir machen vielleicht noch 10 Minuten aber oder so. ich schaue dir gerne noch ein bisschen zu. Auf jeden Fall, aber, ja, nice. Ich tue einfach nebenbei noch ein bisschen weg. Mach nur, ja, gönn dir noch deine rechte Hand und so. Ja, aber eben, ich bin eben nicht so wie der Daniel Paris, ich habe nicht eine Freundin. Ah ja, genau. Ich brauche meine rechte Hand. Nicht mehr. Ja. Ja, Mann, der Dude. Wenn wir noch schnell 1, 2 Fragen beantworten. Ja, komm. Holt noch schnell 2, 3 Fragen raus und dann können wir noch die beantworten. Nein, geht der mal. Gut, nein, beenden ich langsam, aber sicher der wieder mal den Stream. So. Wie markiert man jemanden? Ich glaube, du musst Add und dann den Namen reinschreiben, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es eben auch nicht genau, wie es hier funktioniert. Bei YouTube. Der Peffel fragt: Yo, Marc, wie hast du Gabi seine Tour gefunden? Also, das können wir eigentlich beide beantworten. Das können wir beide beantworten. Also, seine Stand-Up-Comedy-Tour, wie hättest du noch mal gekissen? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, das, was er mit dem Kiko hat gemacht, ist ja. Warte, was ist das gewesen? Warte, ich suche schnell. Mal so Lost in Hongkong hat es geheißen. Lost in Hongkong. Ja, also ich habe es recht schwach gefunden. Ja, kurz und knapp. Ich habe es recht schwach gefunden vom Gabirano her. Kiko, okay, aber auch, ja. Ja, es ist echt nicht ein Comedy-Programm für mich, sondern einfach... Es ist ein Real-Life-Story-Programm. Wir tun ein bisschen unterhaltsame Geschichten erzählen, so ist es für mich gewesen. Und es war für mich nicht ein Stand-up-Programm gewesen. Also ich musste 0-mal lachen, einmal vielleicht schmunzeln. Ja, und ich habe schon gelacht, aber mehr so fast ein bisschen ironisch, manchmal nicht. Mehr, weil es so schlecht ist. Ja, manchmal schon, leider, aber meistens sind wir so gelacht, genau, ja. So Dinge, die Asi möchte so nicht schlecht. Nein, auch nicht, überhaupt nicht. Es ist echt nicht mein Humor, das heisst, dass es schlecht ist. Ich sage, es war schlecht gewesen, aber ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ja, gibt es ein Fan-Treffen? Nati 53. Ja, aber wie sagen noch, Details kommen bald noch. Ja, voll. Genau, ja. So, was ist noch? Vlogging-Setup. Ja, Xulululu, ja, genau, ja. Es gibt nicht das beste Vlogging, es gibt eigentlich ein Setup, das dir am besten passt. Ja, eben. Jeder hat seine anderen, oder seine eigenen Vorlieben und Bedürfnisse. Jetzt zum Beispiel, guter Ton, gute Kamera, gutes Objektiv, gutes, vielleicht ein Stativ oder so. Das ist halt alles je nachdem, was du für dich brauchst. Und was du für Videos sollst machen oder was du für Vlogs sollst machen. Es gibt Leute, denen würde ich empfehlen, kauf dir einfach eine Legria. Also gut, die kann man jetzt glaube ich nicht mehr kaufen. Nein, leider nicht mehr. So eine kleine, kompakte Kamera und das lenkt komplett. Und anderen würde ich sagen, ja, kauf dir vielleicht eine teurere Kamera oder eine Kamera mit einem nice Objektiv. So, das kommt jetzt halt, kommt ein bisschen darauf ab, was halt deine Bedürfnisse sind und so. Oder ja, was du eben. für Videos machen. Weißt du, wenn du einfach so, sag jetzt mal, stinknormale Vlogs machen, wo du einfach ein bisschen Kamera redest, wo du von deinem Leben erzählst oder was auch immer, dann braucht es nicht übelst Equipment. So. Aber wenn du vielleicht übel krasse Schnittbilder machen und so, dann brauchst du vielleicht schon ein gutes Objektiv. So. Ja, aber es kommt wirklich komplett darauf an, was du für einen Stil von Vlogs machen oder wie du angefangen hast und so. Das ist wirklich noch komplett subjektiv, auf Person muss das zugeschnitten sein, ja. Und Discord-Time 2 Euro, 2 Eugen. Danke, nicer Dude. Geht zurück an Tiro. Du bist schon ein nicer Dude. Ich weiß auch nicht, wer du bist, aber schon ein nicer Dude. Das sehe ich schon. Also, beantworte noch eine Frage. Eine einzige Frage. Kannst du aussuchen? Nein, du darfst. Du bist der Gast. Ich darf nicht auf den Chat schauen. Nein, ich darf nicht auf den Chat schauen. Du musst mir eine aussuchen. Okay. Also, aber dann muss ich jetzt noch schnell wahrscheinlich nicht an zu lange, oder? Also wo es zu lange Antwort gibt. Ja, einfach eine Spöckerau machen einfach. Ist gut, ja. Also, ja, Marc, was brauchst du für eine Musik? Was brauchst du für eine Musik aufzunehmen und Interface? Was brauchst du für Musik aufzunehmen und was für ein Interface? Also Interface habe ich jetzt Focusrite, Scarlett,
Scarlett Johansson. Warte, jetzt, wie heisst das schon wieder? Focusrite Scarlett 2i2 oder so. Habe ich. So ein Rot. Und was ich brauche zum Musik aufnehmen, also ich bin mir jetzt ein bisschen am FL-Studio beibringen. Aber der Song, also der Daniel Paris Diss-Track, haben wir mit Logic gemacht. Das ist das Programm, das der Can braucht. Gibt es eben leider nur für Mac. Und darum kann ich es nicht brauchen. Sonst würde ich auch das brauchen. Genau. Nice, okay, dann haben wir die Frage beantwortet und das ist, ja. Also, dann verabschiede ich mich mal vom Stream, aber ich höre da natürlich noch zu. Das heisst, lästern würde ich gleich nicht durch. Okay. Ich lästere tue nicht erst im nächsten Stream, wenn ich weiß, dass du irgendwo die Influencer-Lifestyle lebst, irgendwo zu Zürich oder so. Ja, das ist gut. Ist gut, ja. Also, dann gehe ich mal aus dem Discord los. Moin. Ja, peace. So, jetzt ist der Spaß endlich weg. So. Ja, das müssen kommen. Das hätte jetzt müssen kommen noch schnell. Ja, aber eigentlich wollte ich jetzt noch machen jetzt den Stream eigentlich fast schon fertig. Eigentlich müssten wir im Hintergrund noch aber so Musik haben. Das letzte Mal, im letzten Stream, haben wir Bohemian Rhapsody abgespielt. Und das ist direkt von YouTube geflaggt gekommen. Hure Scheissdreck. YouTube fuckt ab bei dem. Also ja, verstanden es schon, aber irgendwie auf Twitch kann man jegliche Musik abspielen im Hintergrund oder so, kein Problem, aber hier nicht. Ja, und eben, das Fan-Treffen, das ist, gibt es bei 10.000 Abos, wo der Can und der Adi haben. Also wenn der Can und der Adi 10.000 Abos haben, dann gibt es ein Fan-Treffen. Und wenn das genau ist, das sagen wir dann euch noch, wie, wo, was und genaue Sachen sagen wir auf jeden Fall noch. Vor allem auf einen Live-Chat mit euch. Ja, also der Privatchat-Podcast live, der kommt auf jeden Fall auch noch, das müssen wir nochmal planen und so, dass wir den nochmal machen. Vielleicht kommt irgendwann in der späteren Zeit nochmal der Privatchat-Podcast, aber also der Privatchat-Podcast kompletter Brainlag, auch ich komplett lost schon, eine Stunde streamen, da bin ich schon komplett weg. Nein, das kommt auf jeden Fall nochmal auf euch zu, ein Privatchat-Podcast, YouTube-Kanal. Aber wir wissen noch nicht genau wie, wo, was, wo wir es machen und so. Das ist noch nicht sicher. Lade ich den Stream auf, dass wir das später noch anschauen kann. Würdet ihr das wollen? Also würdet ihr das wollen, dass ich den Stream noch online lasse? Für, keine Ahnung, so einen Tag oder so, dass die Leute noch in den nachholen, wenn sie wollen. Genau. Komm, du machst die 10.000 bis dann auch noch voll. Ey, Marks Mission, ich hoffe, bis dann habe ich die 10.000 vielleicht irgendwie auch voll gemacht. Also, ja, Jungs, abonnieren, dann haben wir die 10.000 vielleicht auch irgendwann einmal voll. Wäre sehr, sehr geil, würde mich hure freuen, aber ja, also, wir müssen jetzt nicht hure pressieren. 420 Blaze It, genau. Julian, Baumel, Lailin. Können wir gerade machen, ja. Warte, ich muss den Stream-Chat noch offen haben. Lilen. So, ja, bitte lade den Stream auf für ein paar Tage. Ja, ich lade dann wahrscheinlich für einen Tag online den Stream, für 24 Stunden wahrscheinlich, dass sich der eine oder andere dann noch einziehen kann. Genau. Lailin, You're a Hoe, oder wie? Das Lied, oder wie? Ich weiß nicht, ob das Lied ist, das du hast jetzt wählen. Schreibt mir das noch schnell hier in den Chat ein, ob das ist das war, was du hast wählen. Genau. Ja, aber wie generell, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die hier in der Spende rausgehauen haben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viel Geld und so weiter, wo wir jetzt verdient haben in diesem Stream rein. Ich glaube, es sind ungefähr um die 110 Franken. Oh! Liebe Fische. Was an der Stelle? Komplett. 1 Franken, Mr. Lolo. Ehrenmann. Ich weiß genau, wer das ist. Ehrenmann. Wahrscheinlich haben wir jetzt ungefähr um die 110 Stutz bei dem Stream gemacht. Also wenn das so weitergeht, muss ich eigentlich jeden Tag streamen, oder? Nein, aber danke sehr. Also wirklich ein riesiges Dankeschön an alle Leute da draussen, wo mir hier irgendeine Donation da gelassen haben, wo wirklich da waren und hier eine Spende rausgehauen. Wenn das so ist, dann könnten wir vielleicht irgendwann einmal sogar einen Spendenstream machen oder so. Das müsste man sich sogar noch mal überlegen. Also, ich habe wirklich vor, jetzt wenigstens wöchentlich so einen kleinen Livestream starten von
1 Stunde bis 2 Stunden oder so, wo ich ein bisschen über Sachen schnurre. Genau, jetzt zwar noch Mark Galaxy im Titel, ist zwar nicht mehr wahr, aber macht nichts. Genau, neue Einnahmequelle gefunden. Ja, genau. Ja, also unglaubliches grosses Dankeschön an alle Leute, die jetzt da eine Donation rausgehauen haben. Das ist nicht selbstverständlich und ich finde es so krass, dass ihr hier ja mir donatet. Das ist so surreal. Ich habe das früher gesehen bei anderen YouTubern, dass andere YouTuber etwas bekommen haben und ich finde es wirklich so surreal, dass hier Leute Spenden raushauen. Also surreal und riesiges, grosses Dankeschön an euch alle da draußen. Oh! Liebe Fische. Was an der Stelle? Was an der Stelle? Komplett. Maxi ist zu 3 Franken. Danke für den Franken. danke für den Franken. Genau so, der Mark Galaxy ist stolz auf mich für den Rhyme. Kannst du aufs neue Musikvideo von Lil Peep, I've Been Waiting? Ja, das machen wir jetzt noch zum Abschluss. Der Lil Peep, I've Been Waiting. Ist das neu gedroppt? Ja gut, 2 Monate alt. Die meisten Leute kennen es wahrscheinlich schon. Ja gut. Hätte vielleicht noch sonst irgendeinen Song oder so? Ja, nein, wir machen jetzt noch den Song. Und ja, du das los, das ist das bekannteste. Ja, aber da tue ich nicht das los, wo wir vorher hier I've Been Waiting for Lilin. Der Lil Peep braucht ja wahrscheinlich nicht noch irgendwelche Leute, die seine Musik kennen. Eben, You're a Hoe, Lilin, keine Ahnung, muss nochmal überlegen, wie man die Namen ausspricht. Gönnen wir uns jetzt kurz das Video. Holy shit, ist das laut bei mir. Ja moin, das buggt bei mir. So. Okay. Bis jetzt noch nicht viel. Bis jetzt ist nur so ein bisschen noch nichts. Und vorher haben wir ein Musikvideo gesehen. Also, jetzt ja okay. What you did wasn't fair, huh, bitch? I don't care, you a little thotty. Sorry, but I'm sorry. I don't need you anymore. I can live by my own. I don't need you anymore. By the way, you're a hoe, huh? What did I see in you? There ain't nothing to ja. Ich finde es dann noch geil. Wirklich, dann nicht schlecht. Aber, ich weiß nicht, irgendwie hat es mich noch nicht so ganz gecatcht, das Lied. Wie geht's bei euch? Also, hat euch das Video oder das Lied euch jetzt schon so gecatcht? Ich weiß nicht, ich höre jetzt noch ein bisschen. Aber, ja. All you got is boobs. Thank you for the noontime. I might show my friends, hey, that ain't making sense. Got nothing in your head, got nothing in your chest. Still want me in your bed, I swear I'm feeling blessed. As I met you, you were happy. As I met you, you were chatty. Where did all that go? You turned me in a hole. Don't want you anymore. Love that I hate you, hate that I loved you. Ja, ist noch geil. Hate that you love me oder so, ist doch ein Quote von einem anderen Lied, habe ich gemeint. Ich finde es wirklich auch noch geil. Kennt schon die Person? Ja, Martin Bommeli, schönen Abend, ich bin draußen. Ich gönne dir noch einen schönen Abend. Ja, Subabi LP, ja, tu noch weiter. Ja, aber kennst schon die Person, weil ich mache wahrscheinlich jetzt den Stream fertig. Und kennt ihr den Song von Lil Dicky, der Earth Song? Also da ist ja gefühlt jeder Promi mit dabei gewesen. Also Justin Bieber, Ariana Grande, ja moin, ich habe schon niemand mehr. Hier ist es drin geschrieben. Justin Bieber, Ariana Grande, Halsey, ich weiß nicht, ob sie Josh aussprechen, Hailey Steinfeld, Wiz Khalifa, Snoop Dogg, Kevin Hart, Ed Sheeran, so gefühlt alle Leute, aber das Lied finde ich irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht, habt ihr es gesehen? Ich tue jetzt nicht das ganze Video abspielen, sondern nur schnell die Hook. Ich komme wahrscheinlich schon geflaggt für das, aber ist doch egal. And just wanted to, for the out there, just wanted to say we love the earth, it is our planet, we love the earth, it is our home. Ja, wahrscheinlich ist jetzt der ganze Livestream schon Copyright claimed. Nein, ja. Also kennt ihr das Ganze?
Ah, okay, das ist der Freund von meiner Schwester. Ey, Subabi LP, gibst immer Gruß und siehst, ist wirklich noch cool gewesen, was er da gemacht hat. Genau, wirklich. Also es ist wirklich gut, was er da gemacht hat. Also, es haben jetzt nicht krass gecatcht, aber es ist wirklich geil, was er gemacht hat. Ja, wie Lil Dicky Earth, bei dem Lied, die Message ist schon gut, finde ich auch gut, aber irgendwie habe ich es komisch gefunden, wie sie es gemacht haben oder mit der ganzen Referenz und so, ist manchmal ein bisschen komisch gewesen, das Lied. Ja, ich hätte das Lied mal auschecken, da ist wahrscheinlich auch einer von Stars drin, die ich die auch gerne hätte. Genau, es ist wirklich sehr viele Stars mit dabei, aber nur ganz kurz, aber es ist schon ein cooles Lied. Genau. Also, ich wünsche euch in dem Sinn allen nochmal eine gute Nacht, einen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch einen schönen Abend, könnt noch ein bisschen chillen und ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Mir hat es sehr Spaß gemacht, hier mit euch am Start zu sein, weil es ist krass, wie sehr, wo dir da am Start seid, das ist wirklich unglaublich. Also ein ganz grosses Dankeschön. Ich muss noch mein Stream-Setup ein bisschen umstellen. Da sitze ich hier mit euch mit einer grossen Kamera schnurren, aber es war wirklich krass gewesen. Unglaublich grosses Dankeschön. Das Dankeschön an der Mark Galaxy ist so spontan neues Stream eingekommen. Danke für die 119 Likes auf den Stream. Danke sehr. Und habt noch alle einen guten Abend und schönen Abend, Jungs. Danke sehr für den Stream. Hat mich sehr gefreut. Auf nächste Woche, auf den nächsten Stream, Sonntag kommt nochmal das Video. Ja, habe mich gefreut. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was bin ich eigentlich für ein Spaß, Alter.